La 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 la. So. Wild, wild, wild. Alles auf den letzten Drücker hier, ey. Servus erstmal. In die Runde. Die Mara ist auch da. Oder auch nicht, wie sie gerade Lust hat. Servus. Top. So, ich muss noch eben ein, zwei Sachen hier organisieren und dann Abfahrt. Ja, brauchst du noch nicht abspielen, alles ist gut. Halt mal die Gosche. Mann, 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 ja. Die Technik ist ja hier wie beim FC Bayern. Hä? Ist ja 1:1. Ist ja wild. Hallo Gen. Guten Abend. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Und für 6 Monate im Voraus. Alto Belly. Vielen lieben Dank dafür. Vielen lieben Dank. Obwohl, das habe ich da oben. Das wird mir angezeigt. Das passt. Sehr gut. Muss ich mir noch eben aufmachen, was so bei... Obwohl, das habe ich doch hier mit drin. Naja, guck mal. Puppe ich das out. Die Glocken läuten auch. Die wissen, es ist FC Bayern Zeit. Da läuten gleich die Glocken hier bei mir. Wisst ihr Bescheid, so ein Ding. Wild, ne? So, jetzt müssen wir noch mal beiden Kontrollchats hier richten und dann haben wir es. Wild. So, Haubi, Servus erstmal. Schokokaramell, Servus. Benkel, what's up? Uwe. Ellen, Jon. Benkel, FC Bayern Fan Forever. Jerome. Olli, liebe Grüße. Olli, alles gut bei dir? Ein bisschen leiser oder was? Die Hintergrundmusik? Eigentlich da, ein bisschen Fänge sein. Gecko, Servus. Chris, Servus. Endlich mal in der gleichen Zeitzone. Geil. Und Edin und Rode. Servus. Servus. Das war übrigens von Olli eine Anspielung auf die PKs von Bayern. Ach so, ja, ich bin nicht, wie gesagt, ich bin noch nicht angekommen hier. Ich wollte mir eigentlich auch noch ein Cappuccino machen, aber siehst du, wie wieder läuft. Oder ein Teechen. Müssen wir halt Wasser uns reinziehen. Ja, Hintergrundmusik, ich sag ja, Vorbereitung hier wie beim FC Bayern, also. Das Schöne ist, ich kann mich immer qualitätsmäßig auf den FC Bayern berufen. Selbst wenn das hier schlechte Qualität ist, ist es immer noch besser wie beim FC Bayern. Was das anbelangt. Wild, oder? Wild, wild, wild. Bevor ich jetzt irgendwie auf den Chat eingehe, wir gehen erstmal in die PK rein. Ja, weil ich habe da auch noch nichts von gehört. Von daher gehen wir da erstmal rein, kurz. Geht ja nur 5 Minuten, ist ja alles guti. Aber haben sie ja anscheinend jetzt rausgefiltert, so dass wir dann auch was sehen sollen. Mal eben gucken, dass ich das richtige Fenster habe hier. Pressekonferenz Freiburg, das sieht gut aus. Zack. Zack. 2:0 Heimsieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg. Ich darf die beiden Trainer Julian Schuster und Vincent Kompanie begrüßen. Und wie gewohnt, Julian, bitte eine Einschätzung zunächst von euch zum Spiel. Ja, vielen Dank. Guten Abend zusammen. Zunächst einmal Kompliment Vincent und FC Bayern. Wenigstens kann man ihn jetzt verstehen. Zum ersten Heimsieg in dieser Saison. Ja, ich denke, die Jungs haben die Herausforderung angenommen, haben ein paar Minuten gebraucht, um in der Defensive hineinzufinden. Ich denke, die Art und Weise war unterm Strich dann in der Summe trotzdem gut. Die Jungs hatten einige Balleroberungen, die hätten wir mit Sicherheit besser ausspielen können. Dann hätten wir noch mehr Chancen bekommen. Noch mehr Chancen? Ich habe keine Chancen gesehen von Freiburg. Habt ihr eine Chance an Freiburg gesehen? Oder habe ich irgendwas verpasst? Also ich habe nicht wirklich eine Chance an Freiburg gesehen. Wir mussten großen Aufwand betreiben. Das hat man gesehen. Fairerweise, wir haben auch nicht viele Chancen gehabt. Die Jungs waren voll an ihrer Kante, das haben wir auch verlangt.
wie wir natürlich dann in Rückstand geraten, das ist furchtbar und auch nicht schön. Und dann brauche ich auch am Ende des Tages nicht so ein Geschenk mit dem zweiten Elfmeter. Das ist sehr ärgerlich und haben die Jungs auch nicht verdient. Ärgerlich. Wie wir die zweite Halbzeit dann gestaltet haben, war sehr ausgeglichen, hatten dann auch mehr den Ballbesitz, weil sie fit sind und weil sie Intensität gehen können. Unterm Strich verlieren wir hier, trotzdem die Art und Weise ist so, dass wir drauf aufbauen können. Ich wünsche Vincent und dem FC Bayern für die Saison alles Gute und nochmal persönlich Kompliment. Ja, hat man gesehen, oder? Ich denke, so ab der 60., spätestens 65. hat man gesehen, dass wir extrem müde waren. Von daher waren teilweise manche Wechsel schon sehr spät. Habe ich nicht ganz verstanden. Danke. Dankeschön. Vini, dein Statement bitte. Vini. Yeah, danke. Really quickly, I did all the interviews in German, so I'm just going to do one quick statement. Yeah, in let's English. go. So first of all, I thought that, again, I think I said in the press conference the amount of respect I had for Freiburg, for everything they do, and also to be able to come here and compete. I think many people will probably not realize how big an achievement it is for the club and for the coach. And then on the other side, the first half was really positive for us in terms of trying to limit a little bit the threat of the opponent and at the same time try and create our own chances. And then we were good on the second balls, we were good on the counter pressing, gegenpressing, and this allowed us to keep momentum in the first half. So very positive first half, and then in the second half we were just one step later than Freiburg plays on. Fairerweise muss man ja sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nicht komplett verschlafen haben, so wie es in Wolfsburg war. Man hat gesehen, dass wir platt sind und so, ja, aber man hat schon gesehen, dass jeder wollte, ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Ja, das war schon ein Unterschied. On second balls, and we lost a little bit the momentum, but then I have to say that we're very fortunate to have very good players that can come and make the difference, and Thomas Müller came on, Kingsley Coman, and the players from the bench were very important for us to... Naja, Coman hat nicht wirklich einen Unterschied gemacht, oder? Ich mich richtig erinnere, war es ein Ball, also Vorlage auf jeden Fall von Kompany, der Ball davor, ich weiß es gar nicht. Gar nicht mehr auf dem Schirm, ey. War es Pavlo oder? I don't know. To win this game, so... Wahrscheinlich war es jetzt Coman, wa? Yeah, positives and things to learn, and we continue. We get also to celebrate a fantastic moment for Thomas Müller, and that was important as well for us today. Dankeschön, Vini. Dann schauen wir, welche Fragen es gibt. Hanna Reif ist gerade gekommen. Bitte einmal das Mikro für Merkur und TZ. Ja, Herr Kompany, Sie haben gerade Thomas Müller schon angesprochen, ein Urgestein hier im Verein. Was hat er Ihnen schon mitgeben können über den FC Bayern? Und die Fans haben auf dem Plakat geschrieben, kein Ende in Sicht. Hat man das Gefühl, der kann noch eine Saison dranhängen? Aber das Schönste, was ich gesehen habe auf dem Plakat, aber es stimmte nicht völlig. Die haben gesagt, 710 Spieler, 100% alles gegeben für den FC Bayern. Aber wir müssen auch die Trainingseinheiten dazu rechnen, glaube ich. Er hat das immer im Training gemacht, was er zeigt in die Spieler. Und für uns ist es einfach ganz wichtig. Es gibt diese Saison noch ganz viele Spiele, dass er noch dazu machen kann. Und wir freuen uns darauf. Und ja, wichtig einfach ist, dass er so weitermacht. Das ist wichtig für uns. Ist doch auch gut, wenn der Thomas noch Luft hat für 20, 30 Minuten, oder? Wenn er sich mit der Rolle abfindet, ist doch alles fein, Leute. Ja? Vielleicht fängt er auch mal an, ne? und reicht dann für 60 Minuten oder was. Dass man gerade Musiala eher da sieht, um ihn mal ein bisschen in Form zu kriegen, kann ich auch nachvollziehen. Alles gut. Und ja, wie gesagt, Thomas hat sein Tor gemacht. Hat zwar ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, fand ich, hat viele Fehlpässe gespielt am Anfang. Aber vorne hin war er da. Dankeschön. Wo ist der nächste Fragewunsch? Aus Freiburg, für Freiburg. Ja, ist natürlich klar, dass da nicht so viele Fragewünsche sind, weil das Spiel war totlangweilig. Ja? Die einzigen Aufreger waren die beiden Handelfmeter. So, wurden beide gegeben, gibt also auch nichts zum Aufregen. Ich hätte beide Handelfmeter nicht gegeben, aber nach meiner Meinung geht's nicht. Ja, ich blicke da eh nicht mehr durch mit dieser Handregelung. Für mich ist das völliger Schwachsinn.
wenn man die Elfmeter jetzt gesehen hat, also beide im Spiel, wenn man die jetzt gesehen hat und wenn diese Elfmeter immer gepfiffen werden, ja, dann sind wir soweit, wie es Franz Beckenbauer mal vor einigen Jahren gesagt hat, dann sehen wir demnächst pro Spiel 4 Elfmeter. Weil es ist ja kein Problem, als Stürmer zu gucken, dass du den gegnerischen Spieler nicht den Ball aufs Tor köpfst, sondern ihn an die Hand köpfst. Und genauso ist es auf der anderen Seite für einen Freiburger Spieler auch nicht das Problem, den Ball aus 2 Metern den Abwehrspieler an die Hand zu schießen. Ja? Also werden wir demnächst eine Elfmeterflut sehen, wenn das so gewollt ist. Und das ist schon wild. Ja, ganz oben bitte. Aber hören wir noch mal kurz in die Freiburger Geschichte rein hier. Ja, Julian, wie siehst du die Szene, die zum 0:1 geführt hat, dieser Also, er hat schon gesagt. Handelfmeter? Fandest du den gerechtfertigt? Nein, Katastrophe. Fand ich nicht. Ich finde, dass der Schiri im ersten Moment alles richtig gemacht hat, dass er nicht gepfiffen hat und leider hat jemand anderes eine andere Idee gehabt. Ich finde, in solchen Momenten, wir brauchen gar nicht drüber anfangen, was die Regel betrifft. Da gehört es einfach, dass es kein Elfmeter gepfiffen wird. Genauso wenig wie der zweite, das möchte ich nicht haben. Ich möchte nicht so einen Elfmeter bekommen, aber das beschreibt vielleicht auch das Gefühl des Schiedsrichters, dann eben auch den zweiten Elfmeter zu pfeifen. Ja, damit ist alles gesagt, Alter. Supi, oder? Das ist nicht der Fall. Dann Chico, vielen Dank fürs servus. Kommen. Dankeschön. Gute Heimfahrt. Gut, haben wir das noch mitgenommen. Ja, da hätte sich auch nicht wirklich ein Video zu gelohnt, war? Zu den 2 Sätzen von Vincent Kompany und ja, ich meine, ihr könnt mir das gerne reinschreiben. Ich habe ja gerade schon hier gelesen, vom FC Bayern Fan Forever, klarer Elfmeter. Wie gesagt, für mich sind das auch keine Elfmeter. Ja, also. Nee. Ich meine, klar, wenn da ein Spieler so steht oder so steht, ja, aber das waren beides mal die normale Bewegung. Wir können natürlich jetzt anfangen und sagen, im 16-Meter-Raum, oder wir schicken die Spieler auf dem Feld und wir tackern die Arme an den Körper. Aber wenn du in einer normalen Bewegung bist, du bewegst halt die Arme mit. So, Leute, worüber reden wir, oder? Und wenn du das gesehen hast, das Duell mit dem Harry Kane ist sogar noch auf der Schulter, der Spieler versucht den anderen Arm ein bisschen mehr Schwung. Also lächerlich, Alter. Kannst du halt nicht pfeifen, so eine Elfer. Wie gesagt, wenn das wirklich Gusto ist jetzt die nächsten Monate, ich garantiere euch, wir werden Spiele sehen, wo 4 Elfmeter kommen. Und weil die Spieler darauf gucken werden und die werden den Ball einfach in die Hand köpfen, Alter. Bin ich mir sicher. So. Bam. Alles gut, zurzeit keine Zeit, Videos zu machen. Ja, habe ich gesehen, bei dir war schon lange nichts mehr, ne? Ja, ich habe mir auch ein bisschen mehr erhofft vom Spiel Bayern Freiburg. Hab ich ja in meinem Video auch gesagt. Aber am Ende des Tages musst du zufrieden sein, ne? Du hast souverän das Ding 2:0 gewonnen. Klar können wir jetzt das Fass aufmachen, was wäre wenn gewesen. Hätten wir den Elfer nicht gekriegt. I don't know, wenn du den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit gesehen hast, wie platt die Mannschaft war. Ja, schwierig. Aber, wie gesagt, hätte Fahrradkette, wa? Brauchen wir nicht mit anfangen. Hobby, servus. Hauptsache Palina wieder auf der Bank, genau. Was willst du auch mit dem? Ja? Der Elfer war eine gute Torchance. Ja, wie gesagt, alles gut. Kann jeder seine Meinung haben. Für mich ist das keine Elfer. War maximal solide. Ja, war auch solide. Kinke, servus, und Nexus, moin. Wie geht's euch so? Müde bin ich. Müde. Sonst geht's mir gut. Hoffe dir auch. Palhinha war es, der den Pass gespielt hat. Oh, okay. Guck mal. Wild, oder? Er kann doch eigentlich nichts außer 6. Kim und Upo in der IV und Kimmich als Sechser davor finden den Fehler. Naja, wir haben zu 0 gespielt, ne?
Gerard, servus. Servus, ne? Nee, die werden auch nicht enden, oder? Die haben wir jetzt seit 2 Jahren, deswegen sage ich auch, ich blicke da auch nicht mehr durch. Also ich kann dir nicht sagen, wenn es ein Elfmeter durch eine Hand, wenn eine Hand am Ball ist, ich kann es dir nicht sagen, ob es ein Elfer ist oder nicht. Ich raff die Regel auch nicht. Einmal hieß es ja, wenn die Körperfläche vergrößert wird, dann war das wieder hinfällig und ach, ich blick da nicht mehr durch. Ich kann ja auch nicht sagen, wie die Regel aktuell ist. Ne, wenn du das in Wolfsburg gesehen hast, was fast die gleiche Aktion war wie jetzt im Spiel, nur dass der Arm halt 1 Meter höher war, ja, super abgewinkelt war. Da gibt es dann keinen Elfmeter und dann da, wo der Arm so halb hoch ist und der Ball dann halt da so leicht dran titscht, gibt es einen Elfmeter. I don't know. Bin ich raus aus der Nummer. Bin ich komplett raus. Was sagst du aus so in 2. Runde? Was soll ich dazu sagen? Meins halt, ja. Wenn der DFB-Pokal gewinnen willst, muss ich ihn schlagen. Feierabend. Muss man nicht rumheulen. Wird eine interessante Nummer werden, denke ich, aber auch keine unlösbare. Wird jetzt nur noch Spieler anschließen und nicht aufs Tor? Ja, da wird es drauf hinauslaufen, wenn man die Dinger jetzt weiterhin gibt. Elfmeter ist, wenn der Schiri pfeift. Ja, nee, eben nicht. Elfmeter ist, wenn der Fahr sagt Elfmeter. Weil der Schiri hat es ja nicht gepfiffen, oder? Ja, ja, ich meine, man hat es ja letzte Saison schon gesehen, wenn du mal guckst, so ein Delicht oder so, ist immer so durch den 16er lang gelaufen. Weiß ich nicht. Ja, weil wahrscheinlich selbst die Spieler nicht mehr durchblicken, was das anbelangt. Ja, habe ich nicht gesehen, Augsburg, kann ich nichts zu sagen. Ja, aber du hast ja, wenn du jetzt die EM noch mit reinnimmst, Gerard, das ist ja dann wieder UEFA-Angelegenheit und Bundesliga ist wieder DFB-Angelegenheit und da hat jeder irgendwie seinen Spielraum und ach, was weiß ich. Frag mich nicht, ich blick da nicht durch. Die Kieler tun dir jetzt schon leid? Warum? War doch klar, dass es schwer wird für die, oder? Mich hat mich überrascht, dass St. Pauli auch so schlecht dasteht. Ich hätte gedacht, die nehmen ein bisschen mehr Euphorie mit. Jo, ist ja schön, dass das einer beim Doppelpass gesagt hat. Warum soll der Kompanie nicht da sein? Er hat doch 2 Siege geholt aus 2 Spielen. Stimmt gar nicht, 3 Siege aus 3 Spielen, also. Steffi, servus. Hans Dampf. Geiler Name, servus. Das System sollte sehr offensiv sein, falls es zusammen nicht optimal. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Man hat halt klar gesehen, dass wir halt mehr auf Sicherheit gespielt haben. Was ja auch okay ist nach dem Wolfsburg Defensiv-Desaster, nenne ich es mal. Ja. Es war auch schon mal vollkommen richtig, einen Davis draußen zu lassen. Auch wenn Guerrero jetzt nicht so maßlos überzeugend war, aber er war auf jeden Fall stärker wie ein Davis. Wie gesagt, ich denke eigentlich, oder ich erwarte, so mein 7. Sinn sagt, sobald Stani und Ito fit sind, werden wir mit Dreierkette spielen. Ich mir sehr gut vorstellen. Warum Boe wieder nicht spielen durfte, I don't know, habe ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung, aber halt, weil Kimmich da irgendwie Rechtsverteidiger, 6er, 8er, 10er sein sollte. Aber eigentlich, was hat er gesagt? Ich habe das vorhin noch gelesen. Eigentlich ist er ja nur dem Dingens hinterhergelaufen oder was. Und deswegen war er auf den ganzen Positionen ganz wild. Also hat Kimmich eigentlich Manndeckung gespielt, wenn ich ihn richtig verstanden habe. War auch wild.
Ja, aber komm, Kimmich hat jetzt nicht schlecht gespielt bisher, oder? Ja, wir hatten wieder zwei Szenen, erinnere mich, wo kein Sechser-Raum besetzt war. Aber da muss ein Pavlovic genauso mit ins Boot nehmen. Der war nämlich auch noch auf dem Feld. Gegen Freiburg. Aber das brauchen wir jetzt nicht am Kimmich festmachen. Ja, wie gesagt, ich denke auch. Ich denke auch. Lass mal so Spieltag 10 ins Land gehen. Dann können wir das, glaube ich, mal ein bisschen beurteilen, wer, wie, wo, was. Würde ich sagen. So nach Spieltag 4, 5 haben wir schon mal eine kleine Tendenz. Wir haben ja jetzt ein Harakiri-Spiel gesehen gegen Wolfsburg. Dann jetzt ein super auf Sicherheit und super lahmarschigen Fußball. So ein bisschen Tuchel-Niveau gehabt. Ja. Wenn er jetzt das gesunde Mittelmaß findet und die Mannschaft dazu, dann... Ja. Und mit dem Olysee haben wir ja vorne eine Kanone. Und wenn Musiala dann mal endlich die Mischung auch wieder findet zwischen ich dribbel den Kopf nach unten durch 10 Mann durch und ich spiele mal den Ball, dann bin ich doch guter Hoffnung. Und wenn dann irgendwann, wer weiß, ja, vielleicht wird ja irgendwann Palhinha spielen. Ansonsten können wir ihn ja auch in die zweite Mannschaft geben. Ich meine, wir haben 50 Millionen bezahlt, wäre ja traurig, wenn er nur auf der Bank sitzen würde. Von daher... Ja, aber das Thema wollen wir nicht wieder aufmachen, WhatsApp. Was sollen wir es aufmachen? Haben wir letzten Stream gefühlt eine Stunde drüber gequatscht. So. Über Opa und Kim und Dyer. Dyer ist anscheinend Nummer 3 oder Nummer 4. Wird wahrscheinlich nur im Notfall kommen. Ich denke, das ist klar geworden bisher. Man setzt auf Opa und Kim und will das durchdrücken. Ja. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, wie lange das gut geht. No? Tja. Hoffst, dass ein Palhinha für ein Pavlo spielt. Ja, so schlecht war Pavlo nicht. War schon auch Durchschnitt, ne? Aber irgendwie hat er ja anscheinend sich an Kimmich und Pavlo jetzt erstmal, keine Ahnung, festgesetzt im Kopf oder was. Ja, das sehe ich genauso mit Wolfsburg, aber sag ich ja. Deswegen, da blickt keiner mehr durch bei dieser Elfer-Geschichte. Ich denke einfach, dass ein Kompany halt ein anderes Spiel spielen will. Deswegen wird er wahrscheinlich auch der Licht weggegeben worden sein. Also De Ligt und Dyer ist ja so ein bisschen ähnlich, der Spielertyp, oder? Ist ein bisschen ähnlich, würde ich sagen. So, und Minjay und Opa ist irgendwie, ich verteidige aggressiv nach vorne weg. Ja, was mal gut klappt, dann aber auch mal wieder nicht und keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen, ich blick's auch nicht. Verstehe es nicht. Ich meine, immerhin haben wir einen Ball, war glaube ich von Minjay, oder? Wir haben mal einen Diagonalball gesehen, wie früher zu Boatengs Zeiten. Der kam sogar an. Ja, keine Ahnung. Eric Dyer kann das mit zu den Augen, aber I don't know. Vielleicht sieht man Eric Dyer nicht in der Viererkette. Ja? Deswegen war ja so der Grund, warum er bei Tottenham geschasst wurde. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich finde es auch schade, aber gut. Das Ergebnis hat ein Kompanie auf jeden Fall recht gegeben mit einem 2:0. Und wenn du dann die beiden Innenverteidiger auf dem Feld hast, dann musst du halt so spielen, wie du jetzt gespielt hast. Ja? Dann musst du halt ein bisschen mehr auf Sicherheit spielen. Du hast getippt, dass Pauli auf jeden Fall nicht absteigt. Ja, dann bist du genauso dumm wie ich. Ja,
Jeder Wettbewerb hat jetzt seine eigenen Regeln. Bei Handspiel, Nachspielzeit, rote oder gelbe Karten. Ja, wie gesagt, da blickt keiner mehr durch, oder? Da blickt keiner mehr durch. BVB-Tag. Hast du gestern Sport 1 gesehen? Nee. Werner, servus. Ja, weiß ich nicht, ob man durch das System jetzt ein Offensivspiel forciert hat. Wenn wir das Offensivspiel mit dem Spiel in Wolfsburg vergleichen, dann hat es sehr gestottert, würde ich sagen. Also wir haben 3 Torschüsse gehabt. Ich kann mich an eine gute Reingabe in der ersten Halbzeit erinnern, ja, die stark verteidigt wurde, wo es wirklich mal gebrannt hat im Freiburger 16er. Ansonsten war es super lahmarschig, oder? So, wir haben 1, 2 gute Flanken gesehen, völlig fein. Aber ansonsten war es sehr auf Sicherheit und lieber quer und nach hinten als wie mal steil nach vorne, abgesehen von Olise. Ja, der 2, 3 Mal wirklich super den Gnabry eingesetzt hat. Der es dann auch gut gemacht hat. Auf jeden Fall. Ja, aber das letzte Risiko war, glaube ich, nicht so da. Was okay ist. Ne? Am Ende des Tages hat es gereicht. Wie gesagt, interessant wäre es geworden, wäre der Elfer nicht gegeben worden, aber hätte Fahrradkette. Ne? Ja, dass die Bayern-Spieler jetzt so Platz sind am zweiten Spieltag, heißt ja im Umkehrschluss, dass sie, wenn sie dann jetzt langsam in Tritt kommen, dass einfach dann die Power da ist für die Saison. Ja? Das ist ja meistens das Problem. Sonst waren wir die ersten 10, 15 Spieltage fit auf den Punkt und danach sind wir eingebrochen. So, wenn du eine harte Vorbereitung hast mit viel Konditionsgedöns und so weiter, dann weiß das jeder, dass du die ersten Spiele nach 60 Minuten einfach platt bist. Na, von daher sehe ich das gar nicht kritisch. Sollte das in 3, 4 Wochen immer noch so sein, ja, dann können wir natürlich sagen, Katastrophe. Ja, aber aktuell würde ich das eher positiv sehen. Das ist halt daran liegt, dass du Kondi aufbaust oder aufgebaut hast. Ja. Wie viele Titel gewinnen wir dieses Jahr? Ja, 3 natürlich, ist doch klar, oder? Vorseka, guten Abend. Keine Ahnung, wie viele Titel wir gewinnen. Ihr könnt froh sein, wenn wir einen gewinnen, denke ich. Nee. Man ist auch nicht auf 100%, ist auch alles gut. Wäre auch. Ich meine, guckt euch die Tabelle an. Also wir sind eine von 3 Mannschaften, die 6 Punkte haben. Also über was sollen wir uns beschweren, oder? Ja, genau, Chris. Das sehe ich auch so. Trainer musst du eh Zeit geben. Wie gesagt, manches ist ein bisschen komisch, dass man so ein paar Linien irgendwie außen vor lässt komplett und dann auch so lange wartet, bis man ihn einwechselt. Das habe ich nicht wirklich verstanden, das werde ich auch nicht verstehen. Weil du hättest ihn, man hat es gesehen ab der 60. Ja, dann hättest du ein paar Linien auch reinwerfen können. Ja. Wäre der ideale Mann gewesen, um mal gegenzuhalten gegen Freiburg. Wir haben ja gar nicht mehr den Ball gehabt. Ja. Das habe ich nicht wirklich verstanden, warum man das nicht getan hat, aber ansonsten, ja. Das haben wir ja von vornherein gesagt an dieser Saison. Du musst der Mannschaft und dem Trainer Zeit geben. Also wirklich beurteilen kannst du es vielleicht nach einem halben Jahr. Ja. Wenn die Winterpause da ist, dann kannst du vielleicht mal anfangen, Kompanie wirklich mal zu beurteilen. Und die Zeit musst du ihnen geben, die Zeit haben wir Tuchel gegeben und ja. Aber nichtsdestotrotz kann man ja das kritisieren, was man als Scheiße empfindet. Wa? Das heißt ja nicht, dass man dem Trainer keine Zeit gibt oder dass man jetzt verlangt, dass er, was weiß ich, was machen soll. Ja. Vorseka, da bin ich bei dir, ja. Was ist mit Goretzka? Goretzka kam noch rein in der 90. oder nicht? Durfte doch noch 2 Minuten in der Viererkette stehen. Du denkst, dass Dyer bald gesetzt sein wird? Ich würde es mir wünschen, ja. Meinetwegen auch ein Leon, wenn er wirklich in die Rolle reinwachsen kann. Oder ja, wenn er da Bock drauf hat. Die Anlagen hätte er, ein guter IV zu sein, ja. I don't know. Seranto, moin. Das System quasi ohne RV finde ich sehr interessant. Insbesondere für Kimmich ist das die ideale Rolle. Ja. Kimmich hat einen Pin gehabt, habe ich ja schon gesagt. Die Rolle von Guerrero würde dann Ito als Linksfuß einnehmen, denke ich. Palini hat 6er davor. Ja, wie gesagt, also alles, was ich bisher so gesehen habe, ich würde uns in einer Dreierkette sehen.
Ja, ich würde uns in der Dreierkette sehen mit ein paar Linien davor. Und dann hast du, keine Ahnung, mach 2 Achter, mach 2 Zehner oder spiel mit 2 Stürmern, wie du es magst. Ja? Du hast genug Möglichkeiten. Und auch da wird ein Kimmich auf einer Achterposition seine Rolle finden. Ja? Und kann sich dann sogar, ja, wir haben es ja gesehen, wenn es dann nötig sein sollte, auch fallen lassen und auf die Rechtsverteidiger-Pusi. Ja? Im gegnerischen Ballbesitz. So, Stanley könnte dann auf die IV reinrücken, das kann er. Ja, gar kein Problem. Ja. Wir werden sehen, wo die Reise geht. Ist halt ein bisschen unglücklich gewesen, dass Ito und Stanley sich beide verletzt haben, ne? Weil beide sind, glaube ich, prädestiniert dafür, in der Dreierkette zu agieren. Kann es sein, dass Vini dem ganzen Zeit unter Wettkampfbedingungen geben will? Wir spekulieren ja eh nur. Wir werden sehen, ne? Nee, warum so? Manfredo, fängst du wieder an in die Schiene, oder was? Welche überbordende Sympathie für Kompanie habe ich denn? Mein Urteilsvermögen auf ihn etwas einschränkt. Auf was denn? Was habe ich denn jetzt falsch beurteilt in Bezug auf den Kompanie? Dass man ihm Zeit geben muss, oder was? Der Mann hat 3 Siege aus 3 Spielen geholt. Klar war das Spiel gegen Freiburg super, super langweilig, ja. Aber du hast es 2:0 souverän gewonnen. Also, was sollen wir da jetzt? I don't know. Da, 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 da. Am Ende des Tages wird sowieso der Company dafür gerade stehen müssen, wenn es nicht klappt. Ja, aber gut, das ist ja normal, er ist ja der Trainer. Der Trainer ist immer, der muss immer dafür gerade stehen. Stehen nie die Spieler oder der Vorstand für gerade, steht immer der Trainer für gerade. Ja, also Möglichkeiten hat ein Company auf jeden Fall mehr als es ein Tuchel jemals hatte. Ja, das müssen wir auch ganz klar sagen. Also er kann super viele Systeme spielen und kann die Position alle gut besetzen. Also ich fand Gnabry gestern gut. Gnabry hat mir gut gefallen. Vor allem, weil er eben das nicht gemacht hat, wie du es schreibst. Also er hat nicht wie in Wolfsburg 6-mal den Kopf runtergenommen und den Ball aufs Tor genagelt, sondern er hat gerade die ersten Dinger, ich kann mich an einen Schuss erinnern, den er genommen hat, was auch völlig fein ist. Ansonsten hat er immer den Kopf hochgenommen und hat einen Ball reingelegt. Oder versucht reinzulegen. Das war völlig fein. Und er hat super viel mit nach hinten gearbeitet. Ja. GB, servus. Nö, habe ich ja gesagt. Ich fand Serge auch nicht schlecht. Aber ich habe Serge auch mit einer 2 benotet, oder? Ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal getan habe, vor 3 Jahren, oder was? Die Aussage von Kompanie, dass die Spieler schlecht trainiert wurden, sagt auch viel aus. Ich hoffe mal, dass er nun so aufstellt nach Fitness der Spieler. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, da müsste man die Position durchgehen, auf was bezogen. Also ich denke, Palini hat gezeigt, dass er fit ist. Also. Ja, ich denke auch, dass ein Kompanie der richtige ist. Wir werden sehen, habe ich beim Tuchel auch gedacht. Ne? Habe ich mich auch maßgeblich getäuscht. Adam, servus. Hörst nur du Hintergrundradio? Ja, ich höre kein Hintergrundradio. Kann ich mir nicht erklären, FCB 11. Wie soll ich mir die unterschiedlichen Leistungen von Kim aus Italien in der Bundesliga erklären? Erstmal weiß ich nicht, wie seine Leistungen waren in Italien. Ich habe kein einziges Spiel gesehen. Nur weil irgendwelche komischen Leute irgendwas behaupten. I don't know. Und ich weiß auch nicht, wie er da gespielt hat. Ja. Wenn sein Team dort 20 Meter in der eigenen Hälfte stand, die Viererkette. Bei uns steht er mit einer Viererkette 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Dann ist das natürlich schon mal ein Unterschied, wa?
Und vielleicht war er in Italien auch nie ins Aufbauspiel eingebunden, sondern musste den Ball nur auf den Sechser spielen, was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ja? Ich weiß nicht, wie ein Kim in Italien gespielt hat. Ich glaube aber kaum, dass die italienische Mannschaft auch nur ansatzweise dieselbe Taktik spielt, wie wir spielen. Ja, ich glaube, ein Innenverteidiger beim FC Bayern, ja, ist was anderes als wie irgendwo in Italien. So. Und ansonsten, vielleicht fühlt er sich einfach nicht wohl. Das sind alles Menschen, man weiß das doch nicht. Ja? Man weiß es doch nicht. Vielleicht fühlt er sich nicht angekommen in der Mannschaft, weil wir super viele Alpha-Prädatoren in dieser Mannschaft haben. Vielleicht war das in seinem alten Team nicht so. Vielleicht war er da einer der Alpha-Prädatoren. I don't know. Ja, das weiß ich halt alles nicht. Schwierig zu sagen. Ja, Benkel ist auch richtig. Oder Benkai. Wie komme ich da auf Benkel, Alter? Sehe ich genauso. Man muss ihnen einfach mal Zeit geben. Dann kann man immer noch dann können die sich ja auch alle hinstellen dann. Ne? Auch Manfredo, du auch. Du kannst dich ja dann hinstellen zur Halbserie und kannst sagen, ja, hab ich euch doch gesagt, der Kompanie hat das nicht hingekriegt. Ist doch schön, dann könnt ihr doch klug scheißen. Ist doch alles gut. Ich bin da auch noch sehr entspannt. Ja, aber das muss ja auch wieder rein, ne? Dass wir ein bisschen mehr trainieren. Ich bin da auch noch entspannt. Wer weiß, vielleicht sehe ich das in 4-5 Wochen anders. Kann sehr gut sein, ja. Aber mal abwarten. Company braucht Zeit. Einwechslung gefallen mir bei Company bisher noch nicht. Der bei mir gefallen mir auch nicht. Obwohl jetzt zur 60. war okay, 2 Offensive. Ja, die Gegner geben gegen uns ja noch mal mehr auf den Platz. Das erwarte ich von Company an Lösung gegen Defensivteams. Ja, weiß ich nicht. Also hätten wir in der Offensive so gespielt wie gegen Wolfsburg, denke ich, wäre es auch anders gelaufen gegen Freiburg. Aber man hat halt einfach ein bisschen vorsichtiger gespielt. Ja, man hat weniger die Pässe in die Tiefe gesucht. Ja, wobei Freiburg natürlich defensiv auch stabiler war. Das gehört ja auch immer dazu, ne? Sven, erstmal hallo. Ich finde den Fußball, wo wir spielen, nicht gesagt bescheiden. Und wenn stärkere Mannschaft kommt, gegen wir unter. Ich glaube ehrlich, wir holen keinen Titel. Okay, wild. Ja, nee. Möchte ich mich nach 3 Spielen noch nicht festlegen. Ja? Nee, Appel hat viel tiefer agiert und war auch dort Pressing anfällig, okay. Ja, wie gesagt, ich kann da nichts zu sagen. Ja, mal abwarten, ne? Mit Palhinha, ob er... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Eberl gesagt hat, weißt du was? Komm, wir geben jetzt mal 50 Millionen aus und verpflichten Palhinha, ohne das in Kompanie besprochen zu haben. Weil das wär ja fahrlässig hoch 10. Ja. Wie gesagt, vielleicht hat ein Kompanie wirklich mit einer Dreierkette geplant. Ja. Mal abwarten, wir werden sehen. Kann Goretzka progressive Pässe? Ach, ich denke schon. Das Schöne ist ja, wenn er als Innenverteidiger spielt, ja. Na? Da hast du ja nicht so viele Möglichkeiten. Kannst du höchstens noch auf den Neuer zurückspielen. Ich hatte 3:0 getippt, also alles war gut. Ja, keine Ahnung. Ich war von Freiburg halt auch ein bisschen enttäuscht. Der Stream ist automatisch nach Ende auf YouTube, ja. Also in Wolfsburg war es ja noch so, da hatte ja gefühlt keiner eine feste Position. Ne? Da war ja alles super variabel. Das war ja Pep auf Steroide. Ja?
Da, wie gesagt, da waren ja unsere Innenverteidiger, waren ja Außenverteidiger, unsere Außenverteidiger waren Innenverteidiger. Und ich glaube, das war einfach auch alles ein bisschen zu viel für so ein Opa und so Min-Jae. Ja. Das war jetzt ein bisschen besser. Jetzt war nur noch Kimmich, der überall und nirgends war. Aber so Opa und Min-Jae hatten auf jeden Fall ihre Innenverteidigerposition. Ja. Ja, zwischendurch hat sich mal einer fallen lassen, haben wir eine Dreierkette gebildet. Dann waren sie ein klein bisschen mehr auf den Halbpositionen. Aber im Großen und Ganzen waren sie schon fester auf ihren Innenverteidigerpositionen. Ja? Und nicht so vogelwild wie gegen Wolfsburg. Ich glaube, das war schon ein wichtiger Faktor. Ja, dann ist ja auch gut, dass wir erst am 2. Spieltag sehen. War auch noch nicht beim Champions League-Finale. Ja, GB, das sehe ich halt genauso. Also vorne gefällt mir das auch super, ja, dass man da viel ruschiert, auch wenn es gegen Freiburg nicht ganz so viel war wie gegen Wolfsburg, im Gesamten nicht. Aber ich glaube auch in der Abwehrreihe, ja, keine Ahnung, da musst du 4x Philipp Lahm haben, dann kannst du das vielleicht machen, so von der Spielintelligenz her. So. Aber ich glaube, so mit Min-Jae Opa, den tut man da keinen Gefallen mit. Ja, waren sie auch gegen Wolfsburg. Links außen, rechts außen, ja. Ja, aber der Abwärtstrend hat sich ja schon ein bisschen gestoppt, oder? Also jetzt mal nur so rein auf die Einstellung der Spieler bezogen. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit den letzten 1,5 Jahren, glaube ich, sieht man da schon eine andere Einstellung. Ja. Es klappt nicht alles, gar keine Frage, wie auch, ja. Das braucht halt alles ein bisschen Zeit, aber gerade wenn ich mal das Beispiel Serge nehme, ja, klar, gegen Wolfsburg war es eine Katastrophe, seine Chancenverwertung, aber auch da hat er geackert mit nach hinten und so, ist nicht einmal dumm stehen geblieben oder sowas, was wir unter Tuchel ständig gesehen haben, und zwar von durch die Bank von den vorderen Spielern. All das haben wir unterm Kompanie noch nicht gesehen. Ja. So, man kann der Mannschaft viel vorwerfen, auch hier mit ihrer Variabilität und so weiter. Aber dass sich da einer hängen lässt und so, ja, mir doch egal, ja, das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ja, die waren platt nach 60 Minuten, das hat man gesehen. Aber trotzdem haben die sich reingehauen, ja. Auch so ein Gnabry gerade mal als Beispiel, ja. Der hat zwischenzeitlich gepumpt wie ein Maikäfer, Alter, und war dann aber auch wieder da die letzten 20 Minuten, also. Ich glaube, da sieht man schon eine Trendwende. Das muss natürlich so bleiben, ja, und dann muss Step für Step wird der Rest dazukommen und dann können wir mal schauen. Ja. Klar, am Anfang ist das immer so, neuer Trainer, da haut sich jeder rein, das wissen wir auch alle. Ja. Deswegen, lasst uns mal ein paar Wochen warten und dann sehen wir mal, ob die wieder ihren Schlendrian da reinbringen. So, aber ein Kompanie hat einen Tell gebracht, das haben alle gefordert hier letzte Woche. Ja, ich hätte einen Tell nicht gebracht. Ja, sag ich euch auch ganz ehrlich. Er hat einen Tell gebracht. So, da gibt es nichts zu meckern. Er hat Davies rausgenommen, was völlig zu Recht war. Die Leistung war eine Katastrophe. Ja. Auch das war richtig. Klar, man kann ihn kritisieren mit Palhinha und Dyer, dass man die hätte vielleicht bringen sollen. Ja. Wenn er aber Min-Jae und Opa sieht als sein Innenverteidiger-Pärchen, ja, dann muss man ihm auch die Zeit geben, um das jetzt dann da anzutesten. Ne? Und wenn er gerade Kimmich und Pavlo davor sieht, vor Palhinha, ja, dann ist das so. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in der Sache. Gnabry war in der ersten Hälfte mit Olise zusammen der Beste. Ja, sehe ich ganz genauso. Ja, aber das Finale da oben brauchen wir nicht reden, Alter. Das ist noch so weit weg. Andreas, servus. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Denkst du, die kaufen noch einen? Nee, wo sollen wir noch einen kaufen? Der Transfermarkt ist zu. Ja? Du kannst erst in der Winterpause einkaufen. Vielleicht wird dann das Thema Tar nochmal heiß, wer weiß. 3 Spiele, davon 2:0 gespielt, das ist noch nicht alles Gold, was glänzt. In ein paar Wochen können wir schon sehen, wohin die Reise geht. Ja, ganz genau. Hab Leverkusen gesehen, die sind offensiv stark, aber hinten echt offen gerade. Hoffe echt, Bayern holt die wieder runter auf den Boden der Tatsachen. Fabian, servus.
Also auch mal wieder geschafft, dabei zu sein. Bin Mama geworden, ist jetzt 6 Wochen alt. Gegen Freiburg fand ich Gnabry bester Spieler. Jetzt muss er es öfter zeigen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, wa? Wie fandet ihr Gnabry? Gnabry. Wir fanden ihn alle hier, kompletter Chat, Note 2. Außer einer, der hat Note 5 vergeben. Fight gegen Servus. Anmo, liebe Freunde des tucheligen Fußballs. Ja. Denke, du hast deinen Spaß gehabt am Spiel, oder? Ja, bis dahin vergeht ja noch ein bisschen Zeit, bis Leverkusen kommt. Ne? Jetzt ist erstmal wieder schön. Länderspielpause. Dann kommt der Kimmich auch nach der Länderspielpause so zurück zum FC Bayern. Und dann sagt er zu Manu, Manu, komm, jetzt gib mal die Binde her, ne? Naja, ich habe es ja bisher überlesen, wir können das Thema ja mal kurz aufmachen. Ne? Von wegen Joshua Kimmich, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ja. Wer soll sonst sein in dieser Mannschaft? Ne? Alles gut, soll der Josh sich mal gönnen. Und dann kann er doch zeigen, ob er jetzt diese Art Spieler ist. Ne? Wir haben immer gesagt, oder ich habe auch immer gesagt, er ist nicht diese Art Spieler. Weil das bei uns nie zeigen konnte. Fairerweise muss man sagen, dass er immer Neuer und Müller vor der Brust hat. Kann er doch jetzt in der Nationalmannschaft zeigen, ob er diese Rolle ausfüllen kann auf dem Feld. Als der große deutsche Kapitän. Ja, wegen mir Gönnung und ja, bin gespannt. Bei einer Erbe hat Kim in der Dreierkette gespielt, okay. Musste ich auch noch nicht. Degran, servus. Welches Thema haben wir? Quer durch den Garten. Naja, besser geht's immer, aber von Ergebnis her ist schon alles fein, White King, ja. Warum hat er ohne Rechtsverteidiger gespielt? Weil kein Rechtsverteidiger vonnöten war, hast du doch gesehen. Oder hast du einmal einen Durchbruch über die Seite gesehen? Oder eine Flanke über die Seite? Nee, hast du nicht gesehen. Kimmich hat es doch erklärt nach dem Spiel. Er musste nicht einen kompletten Rechtsverteidiger geben, weil Grifo nicht ein kompletter Rechtsaußen ist, sondern überall rumtingelt. Und deswegen hat Kimmich auch überall rumgetingelt. Das war der Grund. Ja. Und wenn es mal eng wurde, war ein Serge auch da zur Stelle. Ja, hat auch viel mit nach hinten gearbeitet. Serge ist halt einfach über die rechte Seite besser, oder? Über die linke Seite kriegt das einfach nicht hin, vernünftig mal den Ball reinzuspielen. Über rechts kann er das auf jeden Fall. Abwehr war für unser Verhältnis okay. Dass Palin auf der Bank versauert, wundert mich etwas, um ehrlich zu sein. Ja, mich auch. Aber das Spiel war eigentlich ganz okay. Hätte Musiala für Müller früher rausgenommen, beziehungsweise bei mir hätte Müller sogar gestartet. Ja, bei mir auch. Der Junge erlebt scheinbar seinen 10. Frühling. Musiala ist im Moment nicht auf seinem gewohnten Niveau. Ja, es ist ein Tacken. Er hat zwischenzeitlich ein paar gute Phasen, aber ja, Musiala wird noch ein bisschen Zeit brauchen, denke ich auch. Dun, 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 dun. Ja, aber Palinja war schon stark, wenn du ihn gesehen hast. Auch in den Testspielen hat er 90 Minuten durchgespielt. Also das ist für mich kein Thema. Ja. Das Thema ist, dass ein Kompanie gerade die Combo Kimmich-Pavlovic gut findet und das ist fein. Ja. Und dann ist das so. So, die hat sich eingespielt in der Vorbereitung. Alles ist gut. Ja, wahrscheinlich wird sie Combo in der Nationalmannschaft werden in der Zukunft gesehen und ja. Dann ist das so, ne? Wie gesagt, vielleicht werden wir irgendwann die Dreierkette sehen mit einem Palinja davor und davor noch Pavlo und Kimmich, wer weiß.
Progressivpassparty? Jetzt schon, oder was? Ja, das wird auch schon alles. Lieber Kai, dafür für eine Transfersumme von insgesamt 92,5 Millionen Euro sollte man ein etwas höheres Leistungsvermögen verlangen dürfen, oder? Von wem denn jetzt? Oder von der gesamten Mannschaft? Ich denke, das passt schon. Man muss das mal immer so sehen. Guck mal. Wenn das jetzt auf die ganze Mannschaft bezogen war, ja, ich nehme das jetzt mal so. Gegen Wolfsburg haben wir alle kritisiert, dass wir zu Recht, ja, mich eingeschlossen, dass wir super offensiv waren, Harakiri, Minjay und Opa auf komischen Positionen gespielt haben, maßlos überfordert waren, dass wir super riskant gespielt haben. Ja, jetzt hat Kompany sich das angeguckt und hat gesagt, jo, war vielleicht nicht so geil. Und hat dann jetzt den Schalter mal ganz rumgedreht. Ja? Wir haben super sicheren Fußball gespielt. Ja, wir haben nicht viele Chancen erspielt. Es war teilweise Tuchel-Fußball, langweiliges Niveau gegen Freiburg, aber er hat die Schwächen abgestellt. Ja, so, ich habe nicht eine echte Freiburger Chance gesehen. Nicht eine. So. Lag es jetzt an uns, lag es an Freiburg, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, aber Freiburg hat davor Stuttgart 3 eingeschenkt. Also können die ja auch ein bisschen Fußball spielen. So. Ja. Ja, jetzt können wir das gut finden oder nicht gut finden. So. Jetzt gilt es, die richtige Mischung zu finden, aber das klappt halt nicht. Der Mann ist neu, es sind neue Spieler da. Das klappt halt nicht innerhalb von 3 Spielen, Leute. Gebt der ganze Sache mal ein bisschen Zeit. Ja, es wird schon dann der richtige Schalter gefunden werden, die richtige Abstimmung, dass wir eine gute Geschichte nach vorne und nach hinten haben, die Stabilität und dann ist doch alles fein. Ja? So, wir haben jetzt 2 Extreme gesehen. Und gut ist. Ja? Und haben trotzdem beide Spiele gewonnen, das darf man ja nicht vergessen. Ja? Also, von daher, um mal hier auf das Leistungsvermögen zurückzukommen, wir haben 3 Spiele gespielt, wir haben 3 Siege geholt, Alter. Hat Leverkusen 3 Siege geholt? Dortmund 3 Siege geholt? Nee, oder? Also, worüber diskutieren wir von Leistungsvermögen? Hm? Wild. Ja, Ambo, keine Ahnung, warum man, aber was heißt Leon spielen? Leon kam rein, um 1 Minute von der Uhr zu nehmen. Ja, und stand dann 2 Minuten in der Viererkette hinten. Vielleicht wollte man einfach Eric Dyer nicht diese Schmach geben. Ja, vielleicht auch ein Argument, oder? Ich glaube nicht, dass das jetzt so ein tolles Erlebnis war für Leon. Dass er da für 2 Minuten sich da hinten reinstellen durfte. Also, weiß ich nicht. Ja, man wollte die Spieler ja auch verkaufen, aber wenn die Spieler nicht weg wollen und es keine Angebote gibt, dann verkaufst du diese Spieler halt nicht. Ja? Ist ja nicht so, dass der Verein diese Spieler nicht verkaufen wollte. So, das darf man ja nicht vergessen. Ja? Aber wenn Goretzka klar sagt, er möchte nicht wechseln und wenn Coman klar sagt, nee, ich möchte nicht nach Saudi-Arabien, weil ich noch Fußball spielen möchte, dann ist das auch völlig fein. Ja? Ja, ich weiß, da gibt es eine Menge wilde Kommentare. Ich habe noch keinen einzigen gelesen, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß auch noch nicht, wann ich das mache. Ich habe ja ein bisschen Zeit, ist ja Länderspielpause. Muss ich die richtige Stimmung für haben, weißt du? Damit das auch legendär wird. PK haben wir schon geguckt, ja. Nee. Palina ist nicht müde, das ist kein Argument. Also jeder, der die Testspiele gesehen hat, der weiß, dass das kein Argument ist. Es sei denn, die Laktatwerte sagen das. Das möchte ich nicht abstreiten, John. Wenn dem so ist, ja, dann wäre das ein Argument. Ja, habe ich ja auch nicht verstanden, Manfredo. Ich habe es nicht verstanden, dass man Kim und Opa bringt und ein Palline auf der Bank sitzt. Ja, aber was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt in Tränen ausbrechen hier, oder was? Natürlich habe ich es nicht verstanden, aber am Ende haben wir 2:0 gewonnen und dann gibt es nichts zu diskutieren für uns. Welches Argument haben wir dann? Verstehst du? Das ist doch das Problem. So.
Klar, ich habe das letzte Woche gesagt, da stehe ich auch zu. Ich verstehe es auch jetzt immer noch nicht, dass ein Palinja nicht gespielt hat. Von Anfang an. Aber welches Argument hast du? Welches Argument hast du für das Freiburg-Spiel? Wir haben nicht eine verkackte Torchance zugelassen von Freiburg. Nicht eine. Also welches Argument hast du? Wo ist das Argument, warum hätte jetzt ein Palinja spielen müssen? Wir haben kein Argument auf unserer Seite. Verstehst du das nicht? Es gibt keins. Was soll ich jetzt machen? Ja, hätte Freiburg jetzt 3 riesen Dinger gehabt, Minjay wieder 2 Aussetzer, ja, dann hätten wir Argumente. Ja, dann könnten wir richtig reingehen und könnten Kompanie an die Wand stellen. Ja, können wir aber nicht, weil es kein Argument gibt. Es gab keine Torchance vom SC Freiburg. Über 90 Minuten. So, also worüber reden wir? Ja, ich persönlich verstehe es nicht. Habe ich schon 100 Mal gesagt. Habe ich schon letzte Saison nicht verstanden, wenn Upa und Minjay gleichzeitig auf dem Feld stehen. Ja? So, aber wenn Kompanie das anders sieht und das Ergebnis und die Spielweise ihm recht gibt, nämlich dass der Gegner keine Torchance hatte, ja, mit welchem Argument soll ich dann arbeiten? Verstehst du? Das ist doch das Thema. Es gibt kein Argument. Bei mir würde ein Palinja immer spielen, sonst hätte ich den Mann nicht verpflichten brauchen. Und bei mir würde auch ein Erbek Dyer spielen, anstatt Minjay und Upa gleichzeitig, solange ein Ito und Sunny noch verletzt sind. Ja. Aber wo ist das Argument? Es gibt halt keines. Wir haben kein Argument dagegen. Ja? Punkt. Ich glaube, er schützt und integriert Palinja langsam in die Mannschaft. Wenn Vincent vielleicht mehr Abstimmungsfehler bei Joko sieht als bei anderen, dann ist es auch okay, dass er ihm mehr Zeit gibt. Sonst hauen Medien und Fans gleich wieder 15 Millionen Fehlereinkauf, wie bei allen 9 Spielern, beurteile ich erst nach Spieltag 9. Warum denn nach Spieltag 9? Kommst du denn auf die Zahl? Ist ja wild. Ja, Ambo, genau. Wir haben für unsere Spiele gewonnen und alle anderen Meisterschaftskandidaten Punkte gelassen, außer Leipzig, ja. Läuft doch, ganz genau. So, worüber diskutieren wir, ne? Ja, natürlich kann man das verstehen, Andreas. Ja, darf man ja auch nicht vergessen. Mit 30 Grad und kein Sauerstoff und bla und Silz. Wir sind halt erst an Spieltag 2, Leute. Also, alles ist gut. Wenn er nie wiederkommt und abwinkt, ohne Scheiß, ich garantiere dir, Chris, dann kriegt er eine Kopfnuss vom Winnie. Garantiere ich dir. Also, wenn er das durchlässt, dann ist Hopfen und Malz verloren, ja. Das glaube ich mir aber nicht. Na, das glaube ich auch noch nicht, dass ein Davis sich erledigt hat bei uns. Ich persönlich würde es mir wünschen, nachdem wie er sich verhält, aber glauben tue ich das nicht. Wir könnten Hummels holen. Für was? Damit er mit dem Thomas Schafkopf spielen kann, oder? Ja, bei mir würde Davis auch nicht auf der Bank sitzen. Stimme ich zu, angezockt. Hat Gnabry von seinen 10 Superspielen schon 2... Ja, das erste würde ich jetzt nicht als Superspiel sehen. Ja, also hat er 1 verbraucht. Aber wie gesagt, ich notiere jede Note jetzt. Wir können das nachhalten, Leute. Wir können zur Winterpause mal gucken, was die Statistik sagt beim Serge. Am Anfang der Saison ist es wichtig zu punkten, so sieht's aus. Sehe ich genauso. White King, vielen lieben Dank dafür. Kimmich der Gewinner des Sommers. Ja. Aber wenn er so spielt, wie er gerade spielt, habe ich da auch kein Problem mit. Genau wie beim Serge nicht. Ja. Wenn das nicht wieder einknickt und sonst was, ist doch alles fein. Ja. Ich hätte einen Rüdiger als Kapitän so viel gefühlt wie Fußpilz, Alter. Kann mit dem Typen einfach nichts anfangen, Junge.
wüsste auch nicht, auf welcher Grundlage der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sein sollte. Junge, Alter. Nee. Nee. Also für mich gab es nur einen logischen, das war der Josh. Feierabend. Muss man nicht diskutieren. Rüdiger. Wie viele Länderspiele hat der Rüdiger? Junge, Alter. Rüdiger. Junge, wer sich so asozial auf dem Feld manchmal verhält und so den Gegner verhöhnt, Alter. Den möchtest du als Kapitän einer deutschen Nationalmannschaft sehen? Pah. Nee. Nee. Sorry, ich nicht. Ne, Kim Oper kann man wahrscheinlich nicht so auf Risiko spielen, weil die sonst total überfordert sind. Ja. Das wird die Zeit zeigen, ne? Wie gesagt, es gilt, die richtige Balance zu finden. Ah, schön, ich sehe ganz viele Ads, das kann ich alles überspringen. Sehr gut, Leute. Ich denke, Palina wird nach der Länderspielpause spielen. Mal abwarten. Wir haben im Moment nur 3 Innenverteidiger, ja. Obwohl ich weiß nicht, was mit dem Buchmann ist. Ob es den wirklich gibt oder ob der wie Bielefeld ist. Irgendwie eine erfundene Geschichte. Dann hätten wir 4. Aber, ihr dürft nicht vergessen, wir haben auch noch King Josh. Ja. Hat er unter Guardiola auch schon gespielt, also haben wir 5. Wenn dann ein Leon noch mit einrechnet, haben wir 6. Geil, oder? Musiala muss auf dem linken Halbraum spielen und Müller oder Olise 10er. Musiala kann nur diese Position spielen, siehe EM. Das sehe ich zum Beispiel komplett anders. Ich sehe Musiala eher aus einer tieferen Position kommen. Hat man auch gegen Freiburg gesehen. Es bringt Musiala halt relativ wenig, wenn er um den 16er steht, auf der 10er Position, den Ball da in den Fuß gespielt kriegt und dann versucht er sich gegen 10 Mann durchzufummeln. Wenn Musiala von der 8er Position kommt, von der offensiven 8er Position und hat Raum vor sich, hat das Spiel vor sich, ist er so stark. Ja. Der FC Red Munich? Nee, der hat keine Saisonvorbereitung. Braucht der nicht sowas. Nee, die progressiven Pässe, die werden hier nicht eingeführt. Das ist wie Marcel R. -Punkt. Versteht ihr? Braucht ihr gar nicht mit anfangen. Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. Der Stegen, die neue Nummer 1, hat er das gesagt, oder was? Naja, verdient hätte er sich ja, nachdem er Jahre hinterm Neujahr die Goschen gehalten hat. Ich will gerne mal den Irakunde auf seiner Position sehen. Ja. Ja, ich würde den Irakunde auch mal gern sehen in der ersten Mannschaft. Geht mir jetzt gar nicht um die Tell-Position, ist mir eigentlich egal wo. Ich fand ihn sehr stark in der Vorbereitung. Ich bin gespannt, ob wir sehen werden. Die Chancen sind sehr, sehr klein. Na, muss man fairerweise sagen. Weil wir einfach ein super Überangebot an Spielern haben für 2 Positionen. Deswegen war es ja eigentlich schon ein Ritterschlag für Mathis Tell, dass er auflaufen durfte, wie ich finde. Ich glaube nicht, dass der Dyer mit dem Anspruch zu uns gekommen ist, dass er Stammspieler ist. Ja. Also ich gehe ja mit, Phileas, ich sehe das ja ähnlich, ne, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ich glaube nicht, dass er sich veräppelt vorkommt. Also ich glaube nicht, dass der mit dem Anspruch zum FC Bayern gekommen ist, dass er Stammspieler ist bei uns. Bei Vincent macht mir einfach sehr viel Hoffnung auf Opa Minje Hoffnung, dass er selber Top-Niveau IV war. Und vor allem macht mir die erste Halbzeit gegen Tottenham so viel Vorfreude, wenn unser Trainer und Mannschaft sich gefunden haben.
Wir werden sehen. Ich lasse mich dazu keiner Prognose hinreißen. Also weiß ich nicht. Also aktuell würde ich sagen, wir werden wieder irgendwann irgendwo ein blaues Wunder erleben, wenn Upo und Minje unsere Innenverteidigung für diese Saison werden sollen. Ich würde es mir anders wünschen, aber weiß ich nicht. Vielleicht kriegt das hin, ja. Dann kannst du ihn zum Ritter schlagen. Wenn du aus den beiden super verunsicherten Fußballern als Innenverteidiger ein sicheres Innenverteidiger-Duo bastelst. Ja, Ambu, die haben wir schon gehabt, die Elfer-Diskussion, und ja, sehe ich ganz genauso. Für mich waren das auch beides keine Elfer. Frech, ich habe ein 3-0 getippt gehabt. Findest du schade, dass Atz noch nicht die Chance kriegt? Ja. Selbe kannst du zum Irakunda sagen, dasselbe kannst du noch zu 2 weiteren Jugendspielern sagen. Nee, er hat seine feste Elfer nicht gefunden, das glaube ich auch nicht. Und Kompanie hat es ja auch jetzt gesagt, nochmal auf die Jugendspieler bezogen. Jetzt in den 2 Wochen, wo Länderspielpause ist, wird er sich die nochmal anschauen und die werden wieder mittrainieren und so weiter. Also immer mal. Also ich glaube, ich würde fast behaupten, wir haben seit Louis van Gaal hast du keinen Trainer gehabt, der so viel auf die Jugend schaut. Ja. Und wir haben das ja auch schon mal diskutiert. Du kannst halt nicht beim FC Bayern, wenn alle fit sind, ja, und ihre Leistung bringen, darüber reden wir gerade, ja. Was willst du jetzt sagen? Willst du dann jetzt sagen, ach komm, ich nehme jetzt diesen jungen Spieler und stell den dahin, obwohl der gestandene Spieler, der da ist, seine Leistung bringt? Das klappt halt nicht. Ja. Und schon gar nicht beim Champions League Teilnehmer. Also, Leute, da müssen wir auch ein bisschen auf dem Boden waren. Ja? Also der Pavlovic spielt jedes Spiel, oder? Jedes Spiel. Ist schon mal einer da, der jedes Spiel spielt, oder? Von den Jungen. So, jetzt wurde Mathis Tell wurde ein Coman vorgezogen. Ja, also ich glaube nicht, dass ein Company-Trainer ist, der sagt, nee, ich gucke nicht auf die Jugend. Also, nee, Leute. So, und Goretzka wurde abgesägt für einen Pavlo. Punkt. Ja. Und das kannst du natürlich nicht gleichzeitig mit 4, 5 Spielern machen in so einer Mannschaft. Dann musst du erstmal die müssen ein fester Bestandteil werden und dann kannst du anfangen, die nächsten vielleicht zu integrieren, ne? Aber da musst du auch erstmal, wie gesagt, ein Gnabry bringt gerade gute Leistung. Willst du jetzt sagen, pass mal auf, geh mal raus oder was? Macht ja dann auch nicht den Sinn. So. Und Boe war stark auf der Außenposition. So, willst du jetzt sagen, nee, Boe, weiß ich nicht, stellen wir wieder in die Ecke. Ich meine, der saß jetzt wieder auf der Bank. Ja, warum? Erschließt sich mir nicht. Aber dann brauchst du ja nicht mit dem Azno anfangen. Wenn noch nicht jemand zum Boe spielt. Also. Ich möchte einen Thelma auf der Doppel-9 mit Kane sehen. Ja, würde ich auch ganz gerne. Und wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, wenn wir wirklich irgendwann auf Dreierkette gehen sollen. Weil dann hast du auf dem Papier einen auf jeden Fall vorne mehr, ne? Mal gucken. Ja, ich finde auch, dass ein Tell über außen verschenkt ist. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Wie gesagt, ich würde es mir auch wünschen, wenn man so ein Tell einfach mal vorne reinstellt und ein Harry Kane um ihn herum. Das ist ja gerade, was ein Harry Kane auszeichnet, oder? Ich glaube, das könnte halt richtig gut sein. Spieltag 9 ist für dich genug Zeit, um zu sehen, in welche Richtung es geht. Okay. Welche Pose hat Joshua gegen Freiburg gespielt? Hast du das Spiel nicht gesehen, oder was, JB? Rechtsverteidiger hat er gespielt. Genau, Paris oder Madrid, Hauptsache Mailand, ne? Hauptsache Italien. Ein Take über Flick und FC Barcelona? Ne, ich habe noch kein Spiel gesehen, kann ich keinen Take zu machen.
Kann einen Take dazu machen, wenn wir gegen ihn spielen. Jörg, moin. Die Verschwörungstheorie Tarek Buchmann. Die Binde wird dem Josh nicht gut tun, denkst du? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es genau das, was er braucht. Vielleicht ist das genau das, was er beim FC Bayern halt nicht hat. Habe ich ja auch schon mal gebracht, den Take. Ja. Vielleicht ist genau das Josh sein Problem, dass er sich so bei uns immer in den Mittelpunkt drängen will, weil er halt einfach von Neuer und Müller maßlos überschattet wird, was das anbelangt. Kapitänsamt, Führungsspieler mäßig. Ist nun mal so. Ja, die beiden verdrängen halt alles. Dann hast du noch einen Harry Kane geholt, Alter. Der jahrelanger Kapitän von Tottenham war und von der englischen Nationalmannschaft ist. So. Wo ist da der Platz für King Josh? So. Ja, und im DFB-Team ist jetzt alles weg und King Josh ist jetzt da. So. Und das ist doch, was ich gerade gesagt habe. Wir werden es doch jetzt sehen, ob er das kann oder nicht. Ja, vielleicht blüht er jetzt auf wie ein junger Gott in der Nationalmannschaft oder aber eben nicht. Ja. So. Aber das jetzt von vornherein so zu sagen, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Kann mir schon vorstellen, dass das gut gehen kann, weil, wie gesagt, diese ganzen anderen Führungsspieler, die halt immer aufgrund einfach ihrer Verdienste, ja, immer über Josh dann nicht mehr da sind in der Nationalmannschaft. Wer weiß. Wir werden es sehen. Oder ihr werdet es sehen. Ob ich mir die Nationalmannschaftsspiele unbedingt gebe, weiß ich noch nicht. Aber müsste ich eigentlich aufgrund jetzt von Josh, war. Muss ich ja mal sehen. Ist ja schon mal interessant, mit was für einer Binde er aufläuft, oder? Ich sag, der Josh läuft mit einer schwarz-rot-gelben Binde auf. Noch schlimmer wie Reif ist Matthäus? Ne, es gibt keinen, der schlimmer ist wie... Der spricht wunderbare politische Kommentare, aber bitte schön lassen vom Fußball. So sieht's aus, Alter. Der Lothar schlimmer wie Marcel. Nee. Wenn wir das Transferfenster mal aufmachen, was wir jetzt machen können, meine Meinung zur Transferphase, muss ich aber vorher ganz kurz austreten. 2 Minuten, dann gehen wir mal rein. Dann höre ich mir auch mal. Ihr könnt gerne schon mal reintippeln. Eure Meinung zu dem Umbruch, der da ist oder nicht da ist.
Wild. Bei wen vermisst du das denn? Im Gegensatz zum Serge. Boah, keiner einen Take gebracht oder was? Ich habe keine Ahnung, wer hier auf der Blacklist ist. King Kali, kann ich dir nichts zu sagen. Stuhl ist sehr unterhaltsam, das ist schön. Transferphase ist für mich eine 2-. Wir haben gute Leute dazu bzw. zurückbekommen, haben junge Spieler ausgeliehen, die gut performen und vielleicht auch mal für uns interessant wären. Für die Altlasten kann Eberl nix und das erledigt sich irgendwann durch Zeitablauf. Ich finde, Eberl Freund haben es auch gut moderiert. Gut, dass er auch was zu der Tatsache gesagt hat und das Querschießen des Aufsichtsrates hat bei uns ja langsam Tradition und kann man nicht mehr ernst nehmen. Ja. Also ich benote das nicht mit einer 2-, wenn ich eine Note geben müsste. Boah. Wenn ich eine Note geben müsste, wäre es bei mir eine 4 oder eine 4-. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtig Das ist aber gar nicht auf Eberl und Freund nur bezogen, sondern einfach auf die Transferphase. Ja, ich glaube schon, habe ich ja schon im anderen Video gesagt, dass Eberl und Freund schon einen Umbruch machen wollten. Hat man ja auch klar gesehen, dass sie auch einen Goretzka und einen Coman gerne veräußert hätten. Und wahrscheinlich, wenn ein Angebot für einen Serge gekommen wäre oder vielleicht sogar für einen Kimmich, ja, oder vielleicht sogar für einen Upper oder Minjay, dann wäre da vielleicht sogar auch der ein oder andere noch gegangen. Die Angebote kamen halt auch gar nicht erst. Ja, und dann war man mitten im Umbruch, dann hat man auch mit dem Duet verhandelt und dann kommt der Uli aus der Tür und sagt, Mäh, wir sind hier keine Geldscheißer. Wer ist dieser Uli See? Den kenne ich nicht. Wir sind keine Geldscheißer. Wir müssen erstmal gucken, dass wir jetzt Spieler verkaufen. So, ich glaube schon, dass der Plan von Eberl und Freud ein anderer war. Ja? Ich glaube schon, dass die mit dem einen oder anderen Spieler, den sie noch gekauft hätten, den Druck auf die Spieler, die da sind, erhöht hätten. Dass die halt sehen, yo, ich habe hier wirklich keine Einsatzzeiten mehr. Es macht Sinn, den Verein zu verlassen. Ja? Ich glaube, das war so die Idee von Eberl und Freund. Das hat natürlich wieder Uli Kanone alles über den Haufen geworfen, weil Uli immer noch denkt, dass man, ja, das Thema Uli brauchen wir nicht mehr aufmachen, Alter. Der ist halt einfach vor 20 Jahren im Fußballbusiness. Der rafft halt einfach nicht mehr, wie das heutige Fußballbusiness läuft. Das haben wir letztes Jahr schon bei der Kane-Verpflichtung gesehen. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, denke ich. Und gerade am Duet hat man das gesehen. Weil wenn das wirklich direkt so gewesen wäre, ja, dass er keinen Bock auf den FC Bayern hätte, dann hätte man ja gar nicht erst da so lange hin und her gemacht. Dann hätte er von Anfang an gesagt, ja, ich möchte gerne nach Paris und wäre da hingegangen. So, ja. Dass er natürlich dann jetzt öffentlich sich dahin setzt und sagt, ja, ich will natürlich nur nach Paris, ist ja auch logisch. Ja, was soll der andere sagen, Alter? Ich glaube, das ist so das Problem. Ja. Und wie es hier stand, zu einer Transferphase gehören für mich halt auch einfach Abgänge. Ja. Und da bin ich der Meinung, angeblich hat man es intern klar kommuniziert, wenn man dann aber sieht, dass die Spieler dann lieber sagen, ja, nee, ich bleib lieber hier, dann weiß ich nicht, ob man das klar genug kommuniziert hat. Ja. Und da kannst du dann wieder ein Eberl und so weiter mit ins Boot nehmen. Ja. Also ich bin auch eher enttäuscht. Zugänge gehe ich mit. Ja, Zugänge, Odyssee, mega. Gefällt mir richtig gut. Der Einzige, der da den Ball immer nach vorne spielen möchte. Palhinha, alles, was ich von ihm bisher bei uns gesehen habe in den Testspielen, mega stark. Ja, mega stark. Wird eine absolute Bereicherung sein, wenn er denn Stammspieler spielen darf. Wir werden es sehen. Stani hat mich überrascht. Hätte ich nicht gedacht, dass er so agiert. Wie er agiert hat mir gut gefallen.
leider die Verletzung. Ito ist für mich ein No-Brainer-Transfer. Ja. Wie gesagt, der dir eine safe Möglichkeit gibt, auch sehr gut eine Dreierkette zu spielen, der aber auch gleichzeitig einen guten linken Verteidiger geben kann, der vielleicht einfach ein bisschen defensiver ist und nicht so super offensiv, was uns zugute kommt, meiner Meinung nach. Wenn wir eher einen defensiveren Außenverteidiger haben, wir haben vorne genug Offensivpower. Du brauchst nicht einen Außenverteidiger, der auch noch wild angestochen nach vorne marschiert, meiner Meinung nach. Da gibt es nichts zu meckern. Ja, wir haben Jugendspieler in den Testspielen super integriert. Wir haben viele Jugendspieler gesehen, richtig geil, hat mir richtig gut gefallen. Am Ende ist es dann aber halt auch so, ja, wenn so ein Goretzka oder so ein Koman sagen, sie wollen nicht gehen, dann wollen sie nicht gehen. Ja, die haben beide Vertrag. Und zwar nicht nur 1 Jahr, 2 Jahre. Ja, ist der ein gutes Recht? So. Die Sache mit dem Davis ist ein Punkt, der bei mir richtig in die 4- mit reinschlägt, weil den hättest du verkaufen müssen. Ohne Wenn und Aber. Der wollte weg. Es ist nicht, dass er nicht weg wollte. Ja. Oder du hättest ihn knallhart auf die Tribüne knallen müssen. So, alles andere, ich meine, wir haben seine Leistung gesehen gegen Wolfsburg. Das war ein Schlag in die Fresse. Das war die Leistung, womit man sagt, ich möchte nicht für diesen Verein spielen. Ja, und dann ist das, da muss man dann ein Statement setzen. Das hat mir gefehlt. Und von daher ist es für mich eher eine 4, eine 4-. Ja. Ich meine, wir reden seit 3 Jahren oder seit 2,5 Jahren vom Umbruch. Ja. Wir reden immer von den gleichen Spielern und es ist nicht ein Spieler von diesen Spielern verkauft worden. Nicht einer. Nein, man hat den besten Innenverteidiger verkauft, den man in dieser Mannschaft hatte. Ja. Und von daher kann das für mich keine 2- sein. Ich gebe gerne eine 2 für die Zugänge, ja. Dann bin ich aber bei einer 6 für die Abgänge. Katastrophe, De Ligt abzugeben und alle anderen, die seit 2,5 Jahren sich den Arsch im Mund gesessen haben und rumgepimmelt haben, zu behalten. Ja. So, das ist meine Meinung. Jetzt seid ihr dran. Uzi sieht das wie ich, ja, das sehe ich genauso mit dem Aufsichtsrat. Maraplay, Liegestütze mal 5. Ja, sehr gut. Habe ich nicht gehört, den Sound. Der kam auch nicht, oder? Kaputt. Dann gibt es auch keine Liegestütze. Ja, De Ligt war so schlecht. Ja, deswegen habe ich vorhin noch einen Artikel gelesen, dass De Ligt der einzige Lichtblick war bei Manchester. Wild. Krass, oder? Aber ja, es ist gut, dass De Ligt weg ist. Minje und Opa, Alter, die sind so stark, da haben wir gar keine Sorgen in der Innenverteidigung. Und wenn du jetzt mit fängst jetzt an, progressiven Pass-Statement hier zu bringen, bann ich dich direkt weg. Beziehungsweise bannt die Mara dich direkt weg. Dann ist nämlich hier, verstehst du? Um das gleich mal klarzustellen. Kannst dir den Stream von letzter Woche geben. Warum habe ich denn hier gar nicht mal eine Liegestütz-Cam? Ja, das ist schon mal die verkehrte, ey. Ei. Gut. Jetzt wird's wild. Muss ich mal eben gucken. Okay, ich mache so lange auf Chat. Ja, so ist das, wenn man die Kameras austauscht. Müsste ich den anderen OBS starten, um die IP zu sehen, Alter. Wild. Warte mal. Ja, beschwert euch bei der Mara. Nicht bei mir. Muss die Mara das jetzt so lange übernehmen hier. Muss jetzt erstmal die IP meiner Kamera herausfinden.
wird das sein? Geh mir nicht auf den Sack, Alter. Mit 2-Faktor-Authentifizierungsgedöns hier. Nein, nicht aktualisieren. So. Jetzt bräuchte ich mal die IP-Adresse davon. Schön. Wild, wild, wild. Nee, kann ich nicht mit dienen gerade. Dann lass die erstmal weg. Deaktivier den Bums und gut ist. Kann ich höchstens... Warte, ich habe noch einen. Tapo kann ich klicken. Ach, herrlich. So. Kann man, ja gut, die wird gar nicht angezeigt, hier ist ja wild. Deswegen habe ich noch Smartphone. Warte mal. Kamera, Spurt. Keine IP-Adresse verfügbar. Willst du mich verarschen oder was? Wild. Wild, wild, wild. Okay, warte mal. Dann probiere ich mal. Da muss ich aber hier mal eben... Der Duo ist falsch. Wir nehmen den. Machen wir das Allianz Arena weg. Junge, da fange ich schon an zu schwitzen, wo ich noch keine Liegestütze gemacht habe. Kann sein, dass jetzt die Kamera weg ist. Ich hoffe nicht. So. 37 ist es. Wild. Wild, wild, wild. Okay, Kamera ist noch da, läuft. Also ich finde, man sollte auch mal die Mängel aufzeigen in so einem Stream, ne? 37. 10 Minuten später, Alter. Sehr gut. So. Dann haben wir das wieder. Und dann sollte der jetzt... Guck mal, alles live im Stream, Alter. Nur für euch. Und ich hoffe, man hört mich jetzt auch. Weil das war der ganze Bums, warum wir den Scheiß überhaupt gemacht haben. Damit ihr das Gestöhne hört und hört, wie anstrengend der Scheiß ist. So ein Ding. Zack. Junge. So. Gut, dass ich meinen Take schon rausgehauen hatte wegen der Transferphase.
Da war Ambu. Gut, das hatten wir. Die Transferphase 50-50, wenn man Zu- und Abgänge betrachtet. Negativ sind der Lichtabgang und das größere alte Weggehen. Aber ohne Angebote kann man keinen verkaufen. Ja. Ja, das sehe ich auch ein bisschen ähnlich, Paulus. Palhinha muss spielen, aber Kompanie hat auch den inoffiziellen Auftrag, an die jungen Spieler zu denken, zu entwickeln. Etwas, wofür Tore kritisiert wurde. Das macht es nicht einfacher für Kompanie. Ja. Wir würden wahrscheinlich auch wieder alle schreien, wenn jetzt ein Pavlovic wieder nur auf der Bank sitzen würde, oder? Darf man halt auch nicht vergessen. Ja, aber du kannst sie ja nicht aussortieren, die Spieler. Du kannst den Neon aussortieren, dann setzt sich Neon jetzt 2 Jahre auf die Bank und gut ist. So, wenn er nicht wechseln will, dann will er nicht wechseln, ne? Naja, aber wir müssen ja nicht über den Hernandez sprechen, wo irgendwie Minimum 80, wenn nicht eher 100 Millionen im Raum stehen. Wenn Uli schon Schreikrampf kriegt, wenn wir 120 Millionen für 3 Spieler ausgeben. Ja. Weil wir auch nicht in der Lage sind, Alphonso Davies dann noch für 30, 40, 50 Millionen an Real Madrid zu verkaufen, sondern ihn nächste Saison umsonst gehen lassen. So. Dann brauchen wir nicht darüber reden, dass wir uns mit einem Spieler beschäftigen können, der 80 plus Millionen kostet. Alter. Alter Manfredo, hast du irgendwas Falsches heute geraucht oder was ist los mit dir? Du gingst mir im letzten Stream schon auf die Eier damit, dass ich in Kompanie zu sehr verhetsche, weil ich ihn mag. Denselben Scheiß hast du mir heute in diesem Stream unterstellt. Dann habe ich dir klar mal klipp und klar geäußert, wo denn dein Argument ist, was man jetzt kritisieren sollte am Kompanie nach einem 2:0 Sieg. Wo wir nicht eine Torchance Freiburg gesehen haben. Das verstehst du dann als Klugscheißen, oder was? Dann sag ich dir ganz ehrlich, lieber Manfredo, Frank, dann guck hier nicht mehr zu, Alter. Punkt. Was hat das damit zu tun, mich nicht zu hinterfragen? Merkst du irgendwas oder was? Du hast mir ja gesagt, ich habe im letzten Stream gesagt, dass ich es nicht gut finde, wenn Palhinha und Dyer nicht spielen. Ja, und das habe ich dir jetzt auch in diesem Stream nochmal bestätigt und dir gerade ausführlich 10 Minuten erklärt. Und dann schreibst du jetzt so einen Dummfick hier rein, oder was? Junge, Alter, was ist denn los? Weil ich nicht auf deine Meinung drauf gehe, oder was? Wo gesagt, wo ist das Argument? Ich habe kein Argument. Vielleicht habe ich es überlesen, wer es reingeschrieben, dann schreib's doch mal rein. Wo ist das Argument? Was soll ich jetzt kritisieren an Upa und Minjay im Spiel gegen Freiburg? Was soll ich kritisieren? In einem Spiel, wo wir keine Torchance zugelassen haben. Was? Es gibt kein Argument. Ich kann nichts kritisieren. Verstehst du das nicht? Anscheinend nicht, oder? Ja, alles gut. Er hatte halt nochmal den Take gebracht, dass du dich zu Junge. und Palhinha geäußert hast. Und das war jetzt auch seine letzte Teilnahme. What is wrong? Spreche ich manchmal Türkisch oder nicht deutlich genug oder zu deutlich oder was? Junge, Alter. Alto Belli. Was ist denn los? Was hat das denn damit zu tun, dass man das nicht hinterfragen darf? Wild. Eieieiei. So, weiter geht's im Text. Ja, wie gesagt, Hernandez hätte ich teilweise auch gefühlt, hat mir bei der EM teilweise sehr gut gefallen, teilweise nicht so gut. Ich habe aber nicht gesehen, dass er 80 oder mehr Millionen wert wäre. Und dafür hast du einen Ito verpflichtet.
So, vom Ito haben wir jetzt leider noch nichts gesehen, weil verletzt. Muss man halt mal abwarten, ne? Bei Olysee war wohl was Besonderes in der Torte. Jetzt schon mein Lieblingsspieler. Sollte es eine Dreierkette mit Ito, Stani plus 1 geben, wird es spannend werden. Ja, könnte ich mir aber sehr gut vorstellen, oder? Mal abwarten. Nee, das hat ja nichts mit Regeln zu tun. Wie gesagt, ich habe Ihnen das ja ausführlich erklärt. Ja, wenn das dann nicht versteht, ist das ja völlig fein. Also. Das ändert ja nichts an meiner Meinung. Wie gesagt, für mich gehört Palhinha in die Startelf, habe ich vorhin schon gesagt. Für mich gehört auch ein Eric Dyer in die Startelf, statt die beiden super unsicheren da. Aber ich habe halt kein Argument für das Spiel gegen Freiburg. Ich habe kein Argument. Ja, ich kann ein Argument für den Palhinha bringen, ja, weil er den Pass dann gespielt hat auf den Serge und der Serge das Ding auf Müller, so, was zum Tor geführt hat. Das ist ein Argument für den Palhinha, aber ich habe kein Argument gegen Kimmich oder gegen Pavlovic. So, ich habe auch kein Argument gegen Minjay oder gegen Upa diesmal. So. Ja, das gibt's halt nicht. So, was soll ich machen? Ändert das was an meiner Meinung? Nein. Habe ich ihm aber schon vor einer Stunde gesagt. Ja, er versteht das nur einfach nicht. Ja. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich ihn Kompanie gut finde. Ja, klar finde ich ihn gut. Ich fand auch einen Tuchel am Anfang gut. Ja. Wild. Nicht vorbereitet wild, ja, sag ich dir. Aber war dann wenigstens mein Ton zu hören oder auch wieder nicht? Mara sagt nichts. Frech. Nein, dein Ton war nicht zu hören. Ja, also, wofür habe ich dann den ganzen Scheiß gemacht? Weil ich dich leiden sehen wollte. Das extra getestet. Letztes Mal ging der Ton. Du musst das große Ganze sehen. Die verkaufen den besten Innenverteidiger, damit das Rennen in der Bundesliga enger wird und holen Odyssee, damit vorne zusätzlich mehr Tore fallen. Dadurch wird der Titelkampf interessanter. Die Vereine bekommen bei der nächsten Medienrunde mehr Geld und halten im internationalen Vergleich besser mit, bleiben konkurrenzfähig. Hat der Uli das alles im Blick? Ein wilder Take, ja. Okay, das erklärt dann auch, warum der Neue auf Höhe der Mittellinie spielt, ne? Weil wenn wir Klaus Augenthaler Tore gegen uns kriegen, ist das wahrscheinlich auch gut für die Auslandvermarktung. Ja. Könnte sein, ja. Ja, ist ja auch völlig gut. Wenn das für dich so war, dass er schlecht war, dann war das so. Ich kann da nichts zu sagen, ich habe die Spiele nicht gesehen, was den Ducht anbelangt. Kann ich nichts zu sagen, du. Naja, wer sagt denn, dass das 5 Millionen waren? Wer sagt denn, dass wir 5 Millionen auseinander waren? Verstehe ich wieder nicht, diese Aussage. Also ein Eberl hat doch klar gesagt, wie es abgelaufen ist. Es gab ein Angebot, Leverkusen hat das nicht angenommen und damit ist der Drops gelutscht, oder? Ja. Ich glaube nicht, dass das nur 5 Millionen waren. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich fühle es aber auch nicht, wenn man sagt, wir zahlen 35 Millionen für einen 29-Jährigen mit 1 Jahr Vertragslaufzeit und man verkauft ein Delikt für 50. Was hast du dann gewonnen? Ja, wir sind ja keine Geldscheiße, haben wir doch gehört vom Uli. Was hast du dann gewonnen? Nix hast du gewonnen. Weiß ich nicht. Wasserfilter und Druckminderer, ja. King Kill, wenn du was sagst, ich vertraue dir da. Ich habe keine Ahnung, was da alles hängt. Kommt alles noch weg. Da ist doch völlig überwältigt. Der hat jahrelang nichts auf die Kette bekommen und jetzt eine gute Saison gespielt. Wenn er zu uns kommt, kackt er genauso ab wie die anderen beiden. Das weiß ich nicht. Ich habe einen Tag früher schon mal ganz geil gefunden. Ich stimme dir zu, ja. Dann ist er 2 Jahre echt abgetaucht. Aber da ist ja auch ganz Leverkusen abgetaucht, muss man fairerweise sagen. Ob er dann jetzt so die Knallerverstärkung gewesen wäre bei uns, kann ich auch nicht einschätzen. Durch die fehlenden Abgänge mindestens 3 der genannten Spieler hast du keinen Platz im Kader und keine Gehaltsspielraum. Nur ein Beispiel: Kimmich für 40 und 20 Millionen Gehalt verkauft, Platz und Kohle für Olmo.
Ja, aber was wird... Du verkaufst einen Kimmich, um Olmo zu kaufen. Was ist das denn für ein Take? Ja, dann bring doch den Take Serge und King für Olmo. Den kannst du ja bringen. Ja, ich kann schon manchmal schwer mit Kritik umgehen. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber wie gesagt, das war ja keine Kritik. Das war ja... Weiß ich nicht. I don't know. Liegestütz-Challenge. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtig geile Idee gewesen. Guck mal, es ist auch ein Ton da. Habe ich den vorhin einfach nicht gehört, oder was? Na, 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 na. Das sind Keiletten, so sieht's aus. Wenn man 2 Spieler hat, die einen Haufen Geld verdienen und man 6 Wochen Zeit hat, um sie loszuwerden, muss man irgendeine Lösung finden. Der Verein hat das fair gelöst, aber sie hätten den Druck auf die Spieler erhöhen und sie vielleicht mal nicht in den Kader berufen müssen. Naja, man hat den Druck ja erhöht. Haben wir ja gesehen beim Leon, was das gebracht hat, oder? So, und beim King war es ja so, dass er weg wollte sogar. Aber es gab halt einfach kein vernünftiges Angebot. Da siehst du ja das andere Problem. Welcher Verein ist denn bereit, für einen Coman 17 Millionen Gehalt zu zahlen? Oder mehr? Ja. Hätten King gesagt, pass mal auf, ich möchte gerne in England spielen, ich spiele auch für 10 Millionen, dann hätte es mit Sicherheit einen Transfer gegeben. Ja? So. Das ist so das Thema. So, jetzt sollte der Bums ja funktionieren hier, sollte ja schneller gehen. Ich schreie jetzt noch mal ins Mikro hier gleich rein. Mal gucken, ja. Das wäre wild. Das wäre wild. Wild, wild, wild. Aber dann ist ja gut, dann hört ihr ja mein Gestöhne nicht so. Das ist ja auch fein, ne? Ist ja auch nicht so verkehrt. Wenn ihr mich nicht hört, kann ich ja mehr rumstöhnen. Um ein für eine Galerie. Mein Blutdruck geht's gut, ey. Schon mehr passieren, dass ich mal einen Blutdruck kriege, ey. So, warten wir mal kurz. Ja, da muss ich nach dem Stream nochmal gucken. Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich fand Herrn Hernandez jetzt nicht so schlecht, wenn wir das Thema aufmachen. Haben wir letzten Stream auch schon aufgemacht. Eigentlich müsste Kompanie eine halbe Stammelf haben, die gesetzt ist und dann immer nach Trainingssaison austauschen. Nur so kommen alle zum Zug, die es verdienen und die Jungen bekommen Spielpraxis. Ja. Ich mich richtig erinnere, hat Kompanie das auch in den... Wann hat er das geäußert, ey? Das ist noch gar nicht so lange her, da hat er das doch auch gesagt. Dass er erstmal eine Achse braucht und so weiter. Wie gesagt, lasst uns den Kompanie einfach mal ein bisschen Zeit geben. Abgesehen von Manfredo, der hätte ihn schon entlassen nach 3 Siegen. Völlig zu Recht, ne? Wenn Palinja nicht spielt, kann man ihn ja schon mal entlassen. Aber ansonsten sollten wir ihm einfach mal ein bisschen Zeit geben. Haben wir beim Tuchel auch getan, wa? Also, da haben wir ja auch nicht von Tag 1 an gesagt, so. Ja, wir haben auch das kritisiert, was da scheiße war. Das mache ich beim Kompanie genauso.
Aber das heißt ja nicht, dass man ihm keine Zeit gibt. Wie wünscht man sich Glück in der Schweiz? 3 Spiele, 3 Sieger, also wo ist das Problem aus Trainersicht? Ja, es gibt keins, ne? Ja, mit Conny ist ein bisschen schade, ne? Aber für mich hat Conny auch keine gute EM gespielt, obwohl alle Experten, die ich gehört habe, haben gesagt, Conny hat eine bärenstarke EM gespielt. Also ich habe die nicht gesehen. Also ich fand Conny unter seinen Möglichkeiten auf jeden Fall. Conny hat halt gerade dasselbe Problem, was ein Palinja hat, würde ich behaupten, oder? Dass Kimmich und Pavlo halt einen gewissen Vorteil in der Vorbereitung anscheinend hatten. Dass sie da gut harmoniert haben. Und sich jetzt auch nicht irgendwie die groben Dinger bisher gerissen haben, oder? Weiß ich nicht. Schwer. Ich finde es schade natürlich, ne? Aber Wiesen Company sagt, es wird eine lange Saison werden. Also wir werden bald alle 3 Tage spielen und ich denke, dann werden wir erst sehen, was ein Company für eine Art Trainer ist. Ist er eher der Ottmar, ja, der schön durchrotiert und wirklich alle Spieler mitnimmt? Also alles, was er bisher von sich geäußert hat, müsste er diese Art Trainer sein. Ja. Bin sehr gespannt darauf, ob dem so sein wird. Ja. Und dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er mal den einen oder anderen Jungen vielleicht auch mal reinwirft. Weil, ja, ihr wisst selber, die Spiele werden nicht weniger. Ja. Wir haben 2 Champions League Spiele mehr, wir haben eine Club-WM. Also, wo du wahrscheinlich, je nachdem wie weit du kommst, zwischen 3 und 6 Spiele oder was hast. Also, die Belastung werden nicht weniger werden. Ne? Das wird halt das Interessante zu sehen sein dann. Ja, ist auch so, Phileas. Also, es gibt kein Argument. Ja, Freiburg war offensiv nicht wirklich existent und selbst wo sie Ballbesitz hatten, so was will. Es gibt da kein Argument. Ne? Was ja nichts an meiner Meinung ändert. Also, ich bleibe dabei, dass für mich ein Dyer, aber das habe ich beim De Ligt schon gesagt. Für mich wäre ein De Ligt immer gesetzt gewesen in der IV. Genauso wie ein Kimmich niemals auf der 6 bei mir gespielt hätte. Ja? Punkt. Aber wenn ich dann ein Spiel sehe, wo das klappt, wo sie gut performen, ja, dann habe ich keine Argumente, um meine Meinung zu untermauern. Aber deswegen heißt ja nicht, dass ich meine Meinung geändert habe. Ja, und das hat er einfach nicht verstanden. Bei Liegestütze mal Ton fahren. Sehr gut. Darf ich euch jetzt also nicht mehr beleidigen, wenn ich Liegestütze mache? Wer hat die denn eigentlich gezündet gerade? Der Anmu, ja. Wer auch sonst. Ich denke, Pavlo und Tell werden in dieser Saison... Ja, Tell muss eh um seinen Platz kämpfen. Das war bisher noch nicht wirklich überzeugend, was er gezeigt hat. Aber auch jetzt auch nicht schlecht, war? Nicht falsch verstehen. Aber wir haben halt starke Konkurrenz auf den Positionen. Gemäß Medien war das so. Ich kann dir auch nicht sagen, ob das stimmt mit den 5 Millionen. Ja, ich hätte De Ligt auch nicht abgegeben bei unserer Besser. Ja, ich kann ja sein, ich weiß es nicht. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich da wegen 5 Millionen dann wirklich irgendwie das nicht zustande kommt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wer weiß. Ja. Aber das ist ja selber wie mit der Davis-Verlängerung und so weiter. Bei uns muss immer der Aufsichtsrat das abnicken. Und wenn die dann gesagt haben, nee, wir die 5 Millionen mehr machen wir nicht, dann machen wir das nicht. Und wenn Leverkusen darauf beharrt hat, ja, dann sagt der Eberl halt nein und gut. Ja, dann ist das so. Hoffentlich kommen alle gesund aus der Länderspielpause zurück. Ich denke, alle Spieler werden Spielzeit bekommen. Company hat er gesagt, dass er rotieren möchte, abwarten, tätigen. Ja, denke ich auch.
Ja, ich finde das auch okay. Ja, ich finde das auch okay, wenn man, ich meine, es ist ja auch logisch, dass man erstmal Spieler dann abgeben. Und wir sind halt nicht Chelsea und stehen am Ende der Transferperiode mit minus 200 Millionen da. So, das ist völlig klar und normal, das hat der Eberl ja auch gesagt. Aber warum muss ein Uli das öffentlich wieder so rausballern? Ja, das hat uns halt den kompletten Spielraum genommen. So, das war halt dumm einfach. Es war einfach dumm. Es war Katastrophe. Allein auf die Personalie Davis bezogen war das eine Katastrophe. Ja. Selbst, ich weiß nicht, vielleicht kam ja sogar ein Angebot rein für Fonsi und man hat gesagt, es ist zu wenig oder was. Keine Ahnung. Ja. Aber ist doch klar, dass dann kein fettes Angebot reinkommt, wenn sich der Aufsichtsrat da hinstellt und sagt, wir sind keine Geldscheißer, wir müssen jetzt erstmal Geld einnehmen. Also, da muss man sich auch nicht wundern, wenn man für De Ligt und Mazraoui nur 50 oder 55 Millionen bekommt, wenn dem so stimmt, was da kommuniziert wurde. Ja, da muss man sich dann nicht wundern. Ne? Aber ja, das war letzte Saison dasselbe mit dem Harry Kane, wo es uns dann wahrscheinlich 10 Millionen mehr gekostet hat. Ich weiß nicht, ob der Uli das selber nicht mehr rafft oder was. Ganz wild. Und ja, das Wichtigste ist natürlich, dass die Jungs gesund aus der National- oder Länderspielpause zurückkommen. Ja. Der Liebe kommt zurück nach der Länderspielpause, ja. Bin sehr gespannt. Vielleicht performt er ja wie die ersten 10 Spiele unter Tuchel letzte Saison. Ne? Dann haben wir ja alle nichts gegen den Leroy, oder? Cam leckt bei dir? Bei mir nicht. Vloggen. So eine Scheiße. Und ich habe mich extra schon beworben als Tontechniker beim FC Bayern. Wie gesagt, ich drücke den Buzzer rechtzeitig. Ich mache einen Cristiano Ronaldo. Damit die Musik nicht weiterläuft. Ja, na klar müssen wir da runter von den total überzogenen Gehaltsabschlüssen. Aber ja, wie willst du das machen? Das heißt, wir verlängern nicht mit dem Kimmich und Sané und lassen die Verträge auslaufen, richtig? Wird ja nicht passieren. So. Wenn Kimmich jetzt Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist, wenn die Kompanie sich hinstellt und sagt, oh, Kimmich ist, eigentlich liebe ich einen Kimmich, ja, der hat mich hier so eingegliedert, Blasölz. Ja, wo hat der Verein denn das Argument zu sagen, ja, pass mal auf, Josh, wir geben dir jetzt, aber du musst jetzt mal auf 5 Millionen verzichten. Und dann sagt der Josh doch, oh, hä? Was? Habt ihr was Falsches genommen oder was? So, wird nicht passieren, ne? Also, wie willst du runterkommen davon? So wie es gerade aussieht, hockt sich ein Neon 2 Jahre auf der Bank. Sei denn, er kriegt nochmal den Anreiz irgendwie in der Winterpause oder nächste Saison. Ja. Für Coman gibt es keine Angebote. Wie überraschend, wenn der alle 3 Spiele verletzt ist. Musst du also auch noch 2 Jahre warten und dann musst du den Vertrag auslaufen lassen und musst ihn noch ablösefrei gehen lassen. Also, das sind halt auch Mammutaufgaben, die ein Eberl da hat. Ja. Ist halt nicht so einfach. Ja, und Paul Wander spielt bisher gut, ja. Und lass ihn mal eine Saison auf hohem Level spielen, dann wird er mit Sicherheit eine Saison interessant für uns. Muskelfabrik plus Streamingzimmer im Keller, richtiger Männerraum. Ja, im Sommer ist es auf jeden Fall, ja. Torellino hat scheiße spielen lassen, aber 6 Monate gute Ergebnisse performen. Vincent wird die nächsten 6 bis 8 Spiele sein Spielstil zeigen müssen, sonst bin ich der Erste, der kritisiert. Ja, aber du kannst ja auch jetzt schon kritisieren, wenn es was zu kritisieren gibt. Das ist ja nicht verboten, das mache ich ja auch. Ja. Nur ich sage halt gleichzeitig, dass man in Vincent halt Zeit geben muss. Ich meine, wir haben den Tuchel auch lange noch Zeit gegeben, oder? Bevor wir ihn kritisiert haben. An die junge Generation. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier noch eine junge Generation finden.
Die Mara vielleicht. Also ein Spoiler ist eigentlich, wenn ich dir was verrate, was du noch nicht weißt, aber du das noch guckst. Jetzt auf so eine Serie bezogen, wenn ich dir das Ende oder das Ende vom Film verrate zum Beispiel. Wenn Eber wieder fit ist, wird es spannender. Es kann auch positiv für den Konkurrenzkampf sein, so viele super Flügelspieler zu haben. Ja, das sieht man ja jetzt schon, dass das positiv sein kann, am Beispiel vom Serge, ne? Die Frage ist dann, wie die Diven damit umgehen, wenn sie halt nicht spielen. So wie jetzt zum Beispiel ein Command, dass ein Taylor den Command vorgezogen wurde. Ich glaube, ein King war nicht so sehr begeistert, wenn man dann mal so ein bisschen sein Gesicht gesehen hat. Und wenn du dann noch einen Sané dabei nimmst, hast du schon mal immer 2 Diven, die draußen sitzen werden. Weil ich glaube, am Odyssee geht kein Weg dran vorbei. Ja? Der kann ja eigentlich nur noch besser werden, anstatt schlechter, indem er noch mehr in die Abläufe integriert wird. Und ist jetzt schon wild unterwegs. So. Und wenn Serge das hält, was er gerade zeigt, ja, dann wird es auch nicht so einfach, einen Serge wieder zu verdrängen. Also. Mal abwarten. Wie gesagt, da haben wir so viel Konkurrenz. Wir haben 4, 5 Spieler für eine Position. Ja? Und darfst auch immer nicht den Müller vergessen, der da auch noch rumtingelt. Ja? Ja. Also. Conny hast du auch noch. Conny hat ja auch rechtes Mittelfeld gespielt bei der EM teilweise. Also. Da haben wir keine Sorgen. Also wirklich nicht. Da ist so viel Konkurrenz, das muss die ganze Saison glühen auf diesen Positionen. Deine erste Elf, die du gerne mal sehen würdest, wäre 3-5-2. Ja, wenn wir das noch ein bisschen speziell, aber ich guck mal, warte mal. Dyer, Ito, Palhinha, Kimmich, Sané, Musiala, Olise, Kane, würde ich gerne mal sehen. Ah nee, Dyer, Ito. Ja, gehe ich mit? Gehe ich mit? Palhinha, Kimmich sehe ich auch, ja. Sané, Musiala, Olise, Kane, ja, weiß ich nicht. Sané weiß ich nicht. Müssen wir mal abwarten, wie er performt, wenn er da ist. Ich gehe mit, Kane und Tell vorne zusammen, 100%. Ich gehe auch mit einer Dreierkette mit, sehe ich auch bei uns. Erst recht mit ein paar Linien. Ja. Wie ich ja schon sagte, gerade Ito und Stani, du kannst auch jederzeit eine Viererkette rausmachen. Ja. So. Gar kein Problem. Aber je nach Gegner, ja. Ich weiß nicht, ob Kimmich alleine das Spiel zu langsam macht, so, weißt du? Das ist immer noch Kimmich sein Problem und wird, glaube ich, auch sein Problem bleiben. Muss man sehen. Aber ja, ich fühle das auch, das 3-5-2 oder 3-1-4-2, wie auch immer. Ja. Würde ich auch mal gerne sehen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das sehen werden, glaube ich. Wenn Stani und Ito fit wären, ja, kann ich mir gut vorstellen. Bei jedem Tor von Müller 25 Liegestütz. Paulus, wenn ich 25 Liegestütz am Stück schaffen würde, würde ich das glatt machen. Aber dafür bin ich zu ein fetter Sack, um 25 Liegestütz zu schaffen. Also zumindest nicht am Stück. Ja, habe ich schon gemacht, angezockt, ne? Letzte Saison habe ich das einmal gemacht mit so einer... Das Problem ist, also mir hat es gar nicht so schlecht gefallen. Es war gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Das Problem, was ich habe, wenn ich ein Spiel über Sky Go schaue, die Qualität ist zum Kotzen, Alter. Die ist wirklich zum Kotzen. Ja, das ist, als würdest du, keine Ahnung, 1980 haben und dir irgendwas im Fernsehen anschauen. So, das ist eigentlich so das Problem gewesen. Oder ist das Problem. Und so auf den Sonntagabend fühle ich das nicht. Ja, ich bin ein Mensch, der sonntagsabends dann immer noch mal ein bisschen Ruhe braucht, bevor die Woche wieder losgeht. Deswegen an so einem Sonntagsspiel ist das ein bisschen kacke. Das läuft natürlich auf der Zone, ja, da wäre das möglich.
Ich weiß nicht, was mit dem scheiß Sky Go los ist. Warum das so eine Grottenqualität ist. Lächerlich. Ja? Das ist eigentlich das ganze Problem, was ich habe. Ansonsten könnte ich mir das beim einen oder anderen Spiel mit Sicherheit vorstellen. Wenn es natürlich irgendwie der super Boomer ist, ja, weiß ich nicht. Ich müsste es dann nochmal 2-3 Mal ausprobieren vielleicht. Weil es soll natürlich nicht so enden, dass ich das Spiel gucke und dann nicht das mitkriege, als wenn ich das Spiel jetzt für mich alleine gucke, weißt du? Aber das habe ich letztes Mal eigentlich ganz gut hingekriegt, wo ich das ausprobiert hatte. Kann ich halt nicht auf alles im Chat drauf eingehen, sollte klar sein, weil ich natürlich das Spiel gucken möchte. Aber ja, wir gucken mal. Vielleicht kriegt Sky Go das ja irgendwann mal hin. Der Witz ist ja schon, dass ich Sky Go am Rechner öffne und der sich sogar mit meiner verkackten Box oben verbindet. Ja? Der geht ja noch nicht mal direkt, der verbindet sich sogar mit der Box und zieht das von der Box und die Qualität ist Müll. Katastrophe. Und wenn du das mal googelst, Sky Go Qualität, ja. That's a problem. Aber ausschließen tun wir es nicht, wa? Wer weiß. Colio, gerade von der Arbeit gekommen. Servus. Schönen Feierabend. Wir hatten die Transferphase gerade, Colio. Was ist dein Fazit zum Transferphasenfenster? Note. Rot-weiße Grüße, Marc. Ja, ganz genau. Also Fragen immer raus damit. Auf alles bezogen im Leben, Leute. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ganz einfach. Progressive Grüße. Eigentlich müsste ich mir ein T-Shirt fertig machen, oder? Progressive Passmaschine. Ich denke, unsere Trainer sind ein bisschen betriebsblind. Vielleicht trainieren diese Spieler gut, aber wenn sie in Spielen immer solche Böcke schießen, sollte man sie nicht immer spielen lassen. Ja, das war bisher immer der Fall, da stimme ich dir zu. Aber wir müssen mal abwarten, ob das unterm Company auch der Fall sein wird. Das jetzt schon zu beurteilen, sehe ich halt nicht. Nee, King lief auch nicht mehr rund nach der einen komischen Aktion, na, wie immer. Ich denke auch, dass der Josh schon entscheiden wird, wer neben ihm spielen darf im Mittelfeld. Und wenn der Josh sagt, ich möchte ein paar Linien nicht, dann spielt halt der Pavlo Feierabend. Sergio hat gestern sehr gut nach hinten gearbeitet. Wer hat auch nach vorne ein sehr gutes Spiel gemacht, ja. Optimus Prime, servus. Naja, aber was willst du machen, Cordio? Willst du die noch auspfeifen im Heimspiel oder was? Wenn die schon total verunsichert sind? Bringt doch auch nichts. Ist doch schon richtig, dass man die dann abfeiert und man versucht ihnen die Selbstsicherheit und das Selbstvertrauen wiederzugeben. Ja? Macht ja auch keinen Sinn, die jetzt an die Wand zu stellen und auszugrenzen. Also. Dann hätte man sie halt verkaufen müssen. Das sind jetzt halt unsere Innenverteidiger für die Saison und ja. Wild, oder? Mach mal einen progressiven Lauf zum Kühlschrank. Kühles Augustiner, sehr gut. Auf den leeren Raum für Couch zu schwinden. Anmo rein. Schönen Abend. Herrlich. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Dann wird vietnamesischer Stream lief ohne Probleme. Ja, guck mal. HSV, servus. Und Kai, guten Abend. Ich glaube, Ito könnte so wichtig werden für uns, wenn er zurückkommt. Wie siehst du das, Kai? Ja. Wir werden sehen, ob wir haben es ja gerade schon gehabt, das Thema, ob wir vielleicht eine Dreierkette sehen werden hinten, ne? Dann könnte in Ito und Stani natürlich richtig wichtig werden, ja. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da mit dem Sky Go los ist. Das ist wild. Ein Company zeigt halt einfach seine Inkompetenz, indem er ein paar Linien und da ja draußen ist. Punkt aus Ende. Ja, aber wenn du 2:0 gegen Freiburg gewinnst, ohne Torchance zuzulassen, hast du kein Argument. Ja, das ist ja das Problem. Ja, alles gut für Elias. Ja, ich bin ein sehr sarkastischer Mensch. Habt ihr es mal über Servus TV versucht, wie alle immer sagen, nee, da müsste ich ja mal mit VfBN machen, wa? Muss das echt nochmal gucken, ob Servus TV da echt alle Spiele überträgt. Ja, die guten Gegner kommen noch, ja. Aber das ist wieder so ein Thema, ne, da könnte ich schon wieder so eine Ader kriegen. Das ist immer so, wir vergleichen also jetzt die Leistung von Spieltag 1 und 2 für einen Gegner in 10 Wochen in der Champions League oder in 3 Monaten im Achtelfinale der Champions League. Vergleichen wir jetzt die Leistung schon, oder was? Wo wir noch nicht mal wissen, wer der Gegner sein wird und wie dieser Gegner dann spielen wird, oder was? Was ist das denn für eine Logik, Leute? Was ist denn los mit euch? Kannst du doch nicht bringen. Das Argument, ja, die guten Gegner kommen erst noch. Ja, klar kommen die erst noch. Sind wir schon an unserem Leistungsziel? Nein. Ist der Trainer erst das 3. Spiel im Amt? Ja. Braucht der Trainer ein bisschen Zeit? Wahrscheinlich, oder? Also bleibt doch mal locker. Die guten Gegner kommen erst noch. Ja, klar kommen die erst noch. Und vielleicht ist dann auch die Leistung dementsprechend. Werden wir doch sehen, oder nicht? 3 Spiele, 3 Siege. Was gibt's zu kritisieren, Leute? Ja, ein wackeliger Sieg gegen Wolfsburg. Ja, na klar. Ein langweiliger Sieg gegen Freiburg. Ja, klar. Wenn man gewisse Ansprüche hat, kann man das kritisieren. Logisch. Aber am Ende stehen da 3 Spiele, 3 Siege. Punkt. Ja? Champions League, ja. Champions League kommt ja über The Zone. Das ist ja nicht das Problem. Ja, ich gehe ja mit. Ist ja auch mein Take, dass ein Paulinho und Dyer spielen sollen. Ich mach's gerne nochmal rund zum 6. Mal heute Abend. Gar kein Problem. Ich gehe ja mit. Ja, ich sehe das ganz genauso. Die beiden wären bei mir gesetzt. Aber wir haben gegen Freiburg 2:0 gewonnen, ohne eine Torchance zuzulassen. Mit Minjay und Opa. Und ohne Dyer und Paulinho. Wo ist jetzt das Argument für dieses Spiel? Haben wir nicht. Wir haben das Argument nach dem Wolfsburg-Spiel gehabt. Ja, na klar. 100% true. Ja. So, aber wir können doch den Trainer jetzt nicht reinhauen. So, guck dir das Spiel im Nachhinein an, musst du sagen, der Trainer hat das richtig gemacht. Wir haben 2:0 gewonnen. Wir waren super sattelfest hinten. Wir haben nicht eine Torchance von Freiburg gesehen. So. Wäre das jetzt anders gewesen, hätten wir wieder voll reingehen können. Bin ich 100% bei dir. Ja, das ändert auch nichts an meiner Meinung. Habe ich auch schon 100 Mal gesagt. Bei mir würde trotzdem Paulinho immer spielen. Immer. Als Sechser. Punkt. Immer. Es sei denn, er bringt eine unterirdische Leistung. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Und genauso wird ein Dyer bei mir spielen, weil er einfach der Abwehrorganisator ist. In meinen Augen. Ja. Würde so sein. Aber ich habe doch kein Argument, wenn wir 2:0 gegen Freiburg gewinnen, ohne eine Torchance zuzulassen. Habe ich kein Argument auf meiner Seite. Sind alle Argumente bei Company, Leute. Ob uns das gefällt oder nicht. Ja. So. Das ist das so. Außer Heidenheim, die haben überrascht, ja. Aber jetzt habe ich ja schon zu der Mara gesagt, ist doch schön, dann wird doch wenigstens wieder ein Bayern-Spieler deutscher Meister. Super, Kim muss ich sagen, dass ich mega kritisch bin, da sie sich meiner Meinung nach eben an einem Dyer oder einem davongejagten Delicht messen lassen müssen. Ja, ist ja auch völlig fein. Das sehe ich ja nicht anders.
Habe ich ja gerade erklärt. Hoffen wir mal, das Militärtraining von Company wird positive Früchte bringen und die Spieler ein Fitnesslevel wie unter Hansi Flick erreichen. Boah, ich weiß nicht, ob die Spieler unter Hansi Flick jetzt so das gute Fitnesslevel hatten. Wenn, dann lag es halt an Corona, wa? Corona Marona. Aber ja, hoffen wir es. Ich bin da guter Dinge, denke ich. Nee. Spiel anhören. Will ich schon sehen, was ich sehe. Und nicht hören und mir irgendwas vorstellen müssen, was der vielleicht anders interpretiert, wie ich es sehe, Alter. Nee, lass mal. Ito Dyer und Sunny spielen dann in der Dreierkette, wenn sie wieder fit sind. Bin gespannt, ey. Und was mit dem Umbau der Mannschaft nicht falsch verstehe, mir persönlich fehlen einfach noch ein paar junge Spieler, das war angekündigt wurde. Ja, wo fehlt dir denn jetzt ein junger Spieler gerade? Also ich gehe mit, wir haben die Transferphase vorhin besprochen, also abgangsmäßig war das für mich eine 6. Ja, brauchen wir kein Hehl rausmachen. Aber wo fehlt jetzt der junge Spieler? Pavlovic spielt jedes Spiel, ein Taylor hat jetzt gespielt. Sollen wir jetzt von der dritten Mannschaft einen 19-jährigen Stürmer holen und Harry Kane auf die Bank lassen, oder was? Wo fehlt jetzt der junge Spieler gerade? Weiß ich nicht. Ich meine, wenn ein Gnabry jetzt eine unterirdische Leistung bringen würde und ein Coman, der dahinter ist, auch, ja, dann könntest du natürlich auch ein Argument haben und sagen, ja, kannst du mal einen Iran Kunda reinbringen oder kannst du mal einen Aznu reinbringen, die das gut gemacht haben in den Vorbereitungsspielen. Aber dem ist ja nicht der Fall. Ein Olise spielt stark, ein Gnabry spielt stark. Wo ist gerade das Argument? Weißt du? Wir sind halt wieder bei dem Argumentthema. Ich denke, wir werden den einen oder anderen mit Sicherheit noch sehen im Laufe der Saison. Ja. Ja, Bochum wird schwer dieses Jahr, ne? Naja, aber es war ja bei uns früher genauso. Ja? Leverkusen hat letzte Saison wie viele Spiele in der Nachspielzeit gewonnen. Erinnert euch mal an die fetten Jahre beim FC Bayern. Erinnert euch nur an die Jahre mit Luca Toni. Ja? Wie viele Spiele haben wir da in der Nachspielzeit oder um die 90. rum entschieden? Ja? Mal was anderes, Kai. Hast du schon den Trailer zum neuen Herr der Ringe-Film gesehen, der im Dezember ins Kino kommt? Du meinst diesen Anime-Gedöns? Ne, den Trailer habe ich noch nicht geguckt. Ich will schon sehen, was ich sehe, ganz genau. Ja, es ist ein Animationsfilm. Ich würde den Arzt nur auch öfter sehen, ja. Aber wie gesagt, aktuell habe ich halt so, ich sehe gerade kein Argument so, weißt du? Ich wüsste gerade nicht, wo würdest du jetzt einen Arzt nur hinstellen? Wo würdest du jetzt sagen, der Spieler bringt gerade nicht seine Leistung und der müsste ausgetauscht werden? Auf der Position, die ein Arzt nur spielen könnte. Das sehe ich halt gerade nicht. Du könntest mit viel Fantasie den linken Verteidiger nehmen, ja. Stimme ich zu. Mehr sehe ich leider nicht. Alles, was ich bisher gesehen habe, ich weiß nicht, wie stark er defensiv ist. Offensiv eine Kanone, alles, was ich gesehen habe. Ihm fehlt aber noch ein bisschen die Körperlichkeit. Ja, aber ich würde natürlich eher einen Aznu sehen wollen als Linksverteidiger als einen Davis. Ne? Da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber ansonsten sieht es schwierig aus. Ne? Ja, Tell wird schwer haben. Also da muss so langsam der letzte Schalter ein bisschen umgelegt werden, denke ich auch. Was ein bisschen schade ist. Ja? Ich glaube, er muss einfach wieder ein bisschen freier werden vom Kopf. Aber wie man sieht, wird er seine Chancen trotzdem bekommen unter Kompanie. Und das ist doch schön, oder? Ich denke, das wird ihm auf Dauer ein anderes Gefühl geben, wie es unter Tuchel war.
wo er die Chancen nicht bekommen hat, obwohl er geliefert hat. Jetzt hat er vielleicht nicht so auf dem hohen Level performt, wie wir es schon gekannt haben, sondern vielleicht auf ein bisschen anderem Level und bekommt trotzdem seine Chancen. Also ist doch alles fein. Serie habe ich schon geguckt, ja. Ja, ich werde mir den Film sehr wahrscheinlich auch natürlich geben. Auch wenn ich nicht so der Anime-Typ bin. Fitnessmäßig Egon Call ist der Maßstab, genau. Gut, Kick. Genau. Odi, wünsche ich dir auch. Ja, da sieht man halt mal, was Konkurrenzkampf und vielleicht auch Fitness ausmachen beim Serge. Ne? Hat man eine ganze Vorbereitung mitmachen können. Wurde an der Ehre gepackt, hat mitgekriegt, oh, so ein Koman, der hat schon schwer und bla und Sülz und ja. Wir wollen den Tag nicht vom Abend loben, wa? Wir müssen mal auf Holz kloppen hier. Das waren ja auch erst 2 Spiele vom Serge. Aber alles, was wir bisher gesehen haben, haben wir wenig zu meckern. Außer seine Eigensinnigkeit im ersten Spiel, was im zweiten Spiel aber völlig fein war. Progressiven Start in die Woche, den habe ich morgen. Vollgas geradeaus. Ja, das denke ich auch. Es noch die eine oder andere Überraschung geben mit der Auflösung. Gut, Leute, damit sind wir jetzt auch in Richtung Feierabend, wa? Wenn noch einer was hat, dann bin ich noch 5 Minuten da, ansonsten mache ich Feierabend. Alles Wichtige haben wir durch. Ja, und jetzt haben wir ja erstmal wieder Pause, wa? Länderspielpause. Weiß ich nicht. Ist jetzt nicht so geil für uns, für Kompanie ja schon, wie er gesagt hatte in der PK. Also hoffen wir mal, dass er die gut nutzt mit den jungen Spielern, wer weiß. Vielleicht kommt der eine oder andere dann doch nochmal schneller in die 11, wie wir denken. Joa. Leroy wird auch noch zurückkommen. Ja, das werden wir sehen. Ob er dann so performt oder nicht. Ja, ich sehe den Gnabry auch eher auf der rechten Seite wie auf der linken. Über das progressive Passspiel haben wir schon gesprochen heute, ja. Ich habe, lass mich kurz überlegen. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, das Spiel. Ich würde aber behaupten, maximal. Aller Maximum habe ich 3 oder 2 progressive Pässe in der Innenverteidigung gesehen. Ich glaube, das hätten die Dirt auch geschafft. Dieses Quer- und nach hinten Gekicke. Wann soll der Leroy zurückkommen? Nach der Länderspielpause. Ist der voll da, Optimus? Nee. Musiala und Tell finde ich gerade auch nicht Startelf-tauglich. Da gehe ich mit. Aber jetzt haben beide auch noch mal ein bisschen Zeit. Ja. Haubi, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auch einen ruhigen Abend. Ja. Letztes Spiel hat die EV besser gestanden. Weil wir auch nicht so risikoreich gespielt haben und nicht so super variabel, was die Positionen in der Abwehr anbelangten. Ich zock morgen und übermorgen Herr der Ringe online, ja. Live auf Twitchy. Wir ballern ein bisschen Instanzen. WWE Bash aus Berlin, live auf Pro7 Max. Geil. Ich war bei WWE letzte Woche. In Oberhausen. Nee, Düsseldorf, oh, doch Oberhausen war es. War cool. Pro7 Max, Alter. Kenne ich noch niemals den Sender. So alt bin ich, Leute. So alt bin ich. Nee, knallt euch WWE rein. Ich kann es empfehlen. Ich kommentiere eure Kommentare. Video kommt im Laufe der Woche, wa? Das wird eine wilde Nummer werden, denke ich. Von daher gucken wir mal, wann ich da Lust zu habe. Und ansonsten haben wir Pause. Leute, wir gucken mal, ob ich nächste Woche einen Stream mache, Montag. Sehr wahrscheinlich nicht, gibt ja nichts zu sagen. Gucken wir mal.
Gut, Leute, danke, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Guck mal, hinten geht schon das Licht aus in der Allianz Arena, wird schon schwarz-weiß, läuft. Von daher, Leute, haut rein. Ciao. Genau, tschüssi von der Mara auch.